man hat sich sehr früh damit auseinandergesetzt, hey, können wir herausfinden, wie eine Person ist. Und das hat mit dem Hippokrates angefangen. Verträglichkeit, wo dann vielleicht eher so das Empathische ein bisschen abdeckt. Also wie schaffen wir zusammen? Oder ja, wie interagieren wir miteinander? Achte ich darauf, dass es möglichst harmonisch ist? Oder bin ich vielleicht jetzt eher der sagt, jetzt nehmen wir mal den Hammer für und dann klopfe ich? Persönlichkeit ist unglaublich komplex. Ich meine, nur schon wenn wir jetzt das eine Modell von den Big Five oder die Theorie Big Five nehmen, dann haben wir 5 Dimensionen mit jeweils 6 Facetten. Ich meine, das ist eigentlich schon unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Wenn wir beispielsweise, reden wir ja mal so von High-Performing-Teams im OP-Saal. Jeder Griff ist festgelegt. Also du weißt, was du machen musst. Dort spielt die Persönlichkeit nicht mehr so eine grosse Rolle. Ja. Oder? Das ist einfach, es ist klar, was du machen musst. Es hilft dir immer, wenn du Probleme relativ schnell erkennst, durchdringst und sinnvolle Lösungen ableiten kannst. Also sprich, Intelligenz in dem Kontext verstanden als Problemlösefähigkeit. Wenn du heute Zeitung aufmachst, du wirst 100%ig irgendwie etwas lesen, dass irgendwie ein Manager oder eine Managerin irgendwie wieder Geld veruntreut hat. Und du findest das in allen Branchen. Also auch irgendwelche Polizisten, die eine Hanfanlage im Aargau angepflanzt haben. Weißt du, du denkst, ja, das sind jetzt total Bananen, oder? Es gibt es überall, ja. Oder? Ich weiß nicht, wie es geht, aber die haben ein bisschen Kopfchaos. Buenos dias und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind heute 3 Psychologen aus Zürich. Wie gewohnt hockt der Tim neben mir, ich bin der Ivo und heute zu Gast. Herzlich willkommen, Gianrico Bardi. Schön bist du bei uns. Gianrico ist ja schon krass. Ich glaube, Gianrico sagt mir niemand, nicht einmal meine Mami. Ausser, ich habe etwas ausgefressen. Aber hey, Gianni langt. Genau. Für die offizielle Vorstellung sind wir jetzt bei Gianrico, aber für den Podcast Gianni. Für die jetzt von daheim aus zuhören, wer bist du und was machst du? Wer ich bin, ist schon eine tiefe Frage. Ich denke, passend zum Jetzt Thema, oder? noch nicht auf das Thema, aber einfach so. Voll tief. Wer bist du? Ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch. So normal wie ein Mensch dann eben halt auch schlussendlich sein kann. Ich bin hure nervös, das weiss ich jetzt gerade, so das spüre ich gerade, aber das ist eigentlich auch cool. Vielleicht fange ich viel mit dem an, was mache ich, weil etwa mal definiert man sich ja eigentlich so ein bisschen auch über was macht man. Geboren, aufgewachsen, cool, ich hoffe, man hört es noch. Man hört schon ein bisschen. Ich gebe mir hure Mühe. Ja. Ich sage, wir können 10% Viewership einfach nur wegen Dialekt. Meinst du? Ja. Ihr könnt mich ja nochmal einladen. Ja. Das wäre dann so meine erste Frage, wo ich dann darauf zurückkomme, bevor ich deine Frage beantwortet habe. Wer bin ich? Ich habe ganz viele verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben. Angefangen von Elvetino Rennbar schieben bis über Gutzli kaufen, Recycling, Schutt halten von Metall, säubern. Aber dann auch ganz, ganz normale Sachen wie Retail-Bereich geschafft, Kundenberatung gemacht, nachher die Verantwortung für die Lernenden, sehr spannend. Dann Studium Psychologie, du hast schon gesagt, Psychologe, Arbeits- und Organisationspsychologie studiert an der Uni Zürich. Habe parallel immer geschafft. Dann zum Schluss von meinem Studium bin ich zum Schweizer Militär, habe mich dort im Bereich von der Rekrutierung so ein bisschen spezialisiert auf Eignungsdiagnostik, also wer passt woher. Militär ist etwa mal die Fragestellung ein bisschen anders, wer passt wo nicht her. Ja. aber das Ziel ist eigentlich immer das Gleiche gewesen, so die richtigen Leute an den richtigen Ort. Und das hat mich schon eigentlich ewig fasziniert. Ich finde das auch eine faszinierende Fragestellung. So die Fragestellung für Passung. Was aber auch dazu kommt, ist natürlich das Thema Entwicklung. Also man kann sich ja als woher entwickeln. Und das ist ebenfalls etwas, was mich recht antreibt. Das heisst, in den letzten 15 Jahren bin ich eigentlich immer im Kontext von der Unternehmensberatung tätig gewesen. Kleine Unternehmensberatung mit wunderschönen Büros im höchsten Turm oder im zweithöchsten Turm mittlerweile von der Schweiz. Ich glaube, die Hälfte des Jahres haben wir nur für die Miete geschafft. Oder mehr, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz so genau. Seit gut 7 Jahren im Institut für angewandte Psychologie, wo man, ich glaube, wenn man CRP vorstellen will, müsste man sagen, ist eigentlich die grösste
Beratungsorganisation in der Schweiz, wo über 140 Personen arbeiten. Die meisten davon sind Psychologinnen und Psychologen. Und eigentlich bieten wir nebst der Weiterbildung in der Dienstleistung eigentlich alles an, was Psychologie in der Arbeitswelt irgendwie unterstützen kann. Also angefangen von klassischer Psychotherapie, klinischen Themen, bis her zu Verkehrspsychologinnen und Psychologen. Wir haben eine Spezialistin, wo Verkehrspsychologie macht. Ich sage dem immer so «Saufen, Rasen, Drängeln». Also Sorry? Was? Saufen, Rasen, Drängeln. Also wenn du den Fahrzeugausweis abgegeben hast, also den Scheck abgegeben hast, meistens mehrmals, dann darfst du dann dort antanzen und hoffen, dass du ihn wieder zurückkriegst. Sie macht das auch so dort, psychologische Tauglichkeit in dem Sinn. Ist das auch dort, wo wenn du deine theoretische Prüfung irgendwie 3-mal nicht bestanden hast, oder die praktische Prüfung 3-mal nicht bestanden hast, dann musst du auch? Du musst nicht zu ihr, aber in den gleichen Bereich, ja, das machen wir auch. Das ist Fahreignungstestung, FET, wie man so schön sagt. Und die kommen dann auch zu uns und dann haben wir auch Spezialistinnen und Spezialisten, die dann eben Testungen mit diesen Personen durchführen, um so ein bisschen zu schauen, woran liegt es. Ja. Aber ich glaube, dort bin ich nicht so tief drin, aber so das, was ich höre, ist, der grösste Teil ist eigentlich so Prüfungsangst. Ja. Also das Prüfungsversagen-Thema. Okay. Wo dort stark reinspielt. Gar nicht das Fähigkeitsthema, sondern mehr eigentlich der Druck, der dann drauf liegt. Ja, und da haben wir natürlich schon wieder gewisse Parallelen zum Thema Persönlichkeit. So das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja? Genau. Emotionale Stabilität, aber das kommt noch alles. Genau, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Übergang zum heutigen Thema, auch mit der Frage, wer bist du? Heute geht es um Persönlichkeit vom Mensch und um so den grossen Bogen mal zu schlagen, was wir ungefähr angedenkt haben. Wir reden über die Big 5 Persönlichkeitsmerkmale und um das Ganze auch so ein bisschen praktisch zu machen, haben Tim und ich im Vorfeld den NEO NEO-PR ausgefüllt. Ja. Das sind über 200 Fragen zu diesen 5 Persönlichkeitsfaktoren und der Gianni hat sie für uns ausgewertet und wir werden die 5 Faktoren vorstellen, aber dann auch auf unsere eingehen, auch was sind unsere Unterschiede, wie schätzen wir das ein und dann auch so ein bisschen allgemeine Bezüge machen aus Studien, was sind das vielleicht auch für Prädiktoren. Also und Gianni, du hast vorhin gesagt, du bist ein bisschen nervös. Mhm. Mich hätten sie jetzt, weil wir schauen ja unsere Persönlichkeitsprofil an und du bist da angekommen mit einem Grinsen auf dem Gesicht, weil du einfach gesagt hast, und du hast uns, wir wissen das Resultat noch nicht, also du hast sehr, ich sage pflichtbewusst, die Blätter, die du jetzt gerade in der Hand hast, von uns verborgen behalten. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, was kommt. Wir geben mal einfach einen Überblick von Psychologie und Persönlichkeitspsychologie, wie das Ganze entstanden ist. Weil das ist keine neue Geschichte. Man hat sich sehr früh damit auseinandergesetzt, hey, können wir herausfinden, wie eine Person ist. Und das hat mit dem Hippokrates angefangen. Der hat dazu mal so 4 Temperamente definiert. Und ich weiss noch, während dem Studium habe ich das irritierend gefunden, weil es ist die ganze Zeit von Saft geredet wurde. Und zwar, es gibt dort so den Sanguiniker, wo man sagt, der ist sehr lebhaft. Es gibt den Choleriker, der so ein bisschen reizbar ist. Den Melancholiker, der sehr nachdenklich ist. Und den Phlegmatiker, der eher ruhig ist. Und man redet dort von Saft, weil ich glaube, es geht um bestimmte Organe. Stimmt das? Ja. Wo dort dann einfach irgendwie, es gibt Gallensaft und irgendwie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das hat dort schon angefangen. Eigentlich sehr spannend. Also eben, es ist schon früh probiert worden, irgendwelche Kategorien zu machen und dass eigentlich also die Connection zum Körper gemacht wurde, ist auch noch spannend und vorbildlich, muss man an dieser Stelle auch noch sagen. Voll. Hey, ja, und das ist dann so ein bisschen, eben, man hat sich dann fest damit auseinandergesetzt. Es gibt auch also Theorien, wir haben das in einer anderen Folge schon mal angesprochen, dass man aufgrund von der Gesichtsstruktur kann sagen, oh ja, die Person ist sehr dominant oder was auch immer. Wissenschaftlich kann man das jetzt im 21. Jahrhundert anzweifeln. Aber man hat dann so um 1930 herum angefangen, das wissenschaftlich anzugehen. Und ich finde, das Konzept, wie das man mit dem Modell aufgekommen ist,
so faszinierend, weil die Hypothese war, dass jede Art von Persönlichkeit muss es ja irgendwie ein Wort geben dafür. Und sie haben dann mehrere tausend beschreibende Wörter von jemandem genommen. 18'000 sind es. 18'000? Ja. Das ist Hey, insane. Jungs, ihr seid wirklich stark. Hä, wir wissen noch etwas vom Studium. Ich denke so, okay, aber mein Studium ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Aber also ich muss dazu auch sagen, gell, ich habe das nochmal nachgeschaut, vorgängig, und gemerkt, shit, ich habe verdammt viel vergessen. Aber es kommt dann schnell es ist wieder. nicht vergessen gerade, es ist einfach im Hintergrund. Aber wenn Ja, du wieder ja. reinliest, merkst du so, Ja. wir haben ja doch etwas gelernt. Aber auf jeden Fall, sie haben die 18'000 Wörter genommen, haben die nachher den Leuten gegeben und gesagt, hey, du mal beschreiben oder du mal ankreuzeln, nimm eine Person und du mal ankreuzeln, was die Person für Eigenschaften hat. Ich weiss jetzt nicht, ob die alle 18'000 durchgemacht haben, aber sie haben nachher eine Sammlung gehabt von, okay, es gibt Personen, die sind quasi so und so und so. Und haben nachher dann, im Nachgang, hat ein neuer Wissenschaftler, der Cattell hat der, glaube ich, geheißen, hat mit einer Faktoranalyse probiert, die zu reduzieren. Also wenn jemand mir verschiedene Wörter zugewiesen hat und die haben alle eine Übereinstimmung und andere Personen haben das auch, dann hat er nachher geschaut, okay, die Wörter, die jetzt alle beim Team zugewiesen worden sind, die könnten wir jetzt zusammenfassen. Und sie haben das mit den 18'000 Wörtern gemacht und sind auf schlussendlich zuerst 3 und dann nachher 5 Wörter eigentlich gekommen. Oder 5 Persönlichkeitseigenschaften. Und ich finde es ein spannendes Konzept, dass man sagt, hey, Persönlichkeit muss ja in unserer Sprache abgebildet sein und dass man aufgrund von dem nachher so die Dimensionen herausfindet. Und vielleicht jetzt auch gerade noch, kannst du uns noch ein bisschen unterstützen, Gianni, bei der Faktoranalyse, oder die 5 Faktoren, die rausgekommen sind, ist auch geschaut, dass die möglichst wenig Überschneidungen haben, oder? Dass wie Richtig, ich glaube auch, dass so gewisse, ich sage jetzt wirklich am Schluss, gewisse Trennschärfe da ist. Eben das, was ihr beschrieben ist so der lexikalische Ansatz, wo man gewählt hat, wo man dann aber auch festgestellt hat, eben im Vergleich beispielsweise zu den Ursprüngen, wo man eher so von Typologien hergegangen ist. Also du bist welcher Typ, der Sanguiniker, der Choleriker. Und du bist dann einfach etwas. Genau, Sanguiniker ist mit dem Blut gewesen, meinte ich mit dunkel zu erinnern. Ich glaube, der Choleriker ist dann so der Gallensaft und so. Ja. Und, wie sich das erschließt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vergessen. Ja, Und auch verdrängt ein bisschen. Ja, weil, ich würde sagen. was man ganz klar sagen kann, ich glaube, in der heutigen Zeit, rein jetzt wissenschaftlich betrachtet, ist das definitiv ein überholtes Modell oder eine Grundlagentheorie, wo so in dem Sinn nicht verhebt im Sinn von Evidenz basiert. Hingegen der Big Five-Ansatz, also eben die grossen 5 oder 5-Faktoren-Modell, wie man das auch nennen kann, geht ja dann davon aus, dass man in dem Sinn 5 Dimensionen hat. Da reden wir von Neurotizismus. Neurotizismus verstanden als emotionale Stabilität, also wie stabil bin ich emotional. Wir haben dort Themen wie Extraversion drin. Extraversion im Sinne von, wie gehe ich auf andere Leute zu. Dort sind dann so Themen drin wie Geselligkeit, Frohsinn, viel auch Interaktion mit anderen. Dann haben wir Offenheit für angefangen von Offenheit für Fantasie bis über Gefühl. Und da geht es nicht, bin ich offen für Gefühle oder bin ich empathisch per se, sondern da geht es mehr so darum, wie viel Wert messe ich meinen eigenen Gefühlen zu. Also wie stark los ich auf meine eigenen Gefühle. Aber auch Offenheit für Handlungen beispielsweise oder Normen und Werte. Dann haben wir Verträglichkeit, wo dann vielleicht eher so das Empathische ein bisschen abdeckt. Also wie schaffen wir zusammen oder wie interagieren wir miteinander? Achte ich darauf, dass es möglichst harmonisch ist? Oder bin ich vielleicht jetzt eher der sagt, jetzt nehmen wir mal den Hammer für und dann klopfe ich. Und dann haben wir noch das Thema Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit wirklich mit Themen wie Selbstdisziplin, Pflichtbewusstsein, solche Themen, wo dann vielleicht eher so, ich sage jetzt im Arbeitskontext sehr spannend werden können. Oder wie tickt jemand? Weil, sind wir ehrlich, und da sind wir vielleicht jetzt schon fast ein bisschen im Thema drin, wenn wir das jetzt abbrechen würden auf was braucht es für Persönlichkeiten, Anführungszeichen, für bestimmte Tätigkeiten. Oder dann sagt man, ja, als Buchhalter wäre es beispielsweise schön, und das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber es wäre schön, wenn du pflichtbewusst bist, wenn du genau bist. Oder?
weil sind wir ehrlich untereinander, ich meine, kreative Buchhaltung ist einfach Blödsinn. Nur lässt sich das natürlich nicht allein auf Persönlichkeit abbrechen. Also ich glaube, das muss man auch klar sagen. Persönlichkeit ist ein Teil, der dazu beiträgt. Aber dort ist natürlich auch das eigene Rollenverständnis, also die erlernte Anpassung und auch die Situation, die dort wie mitspielt, die auch in dem Sinne schlussendlich unser Verhalten definiert. Mhm. Oder? Aber Persönlichkeit ist ein spannender und nicht ganz unwichtiger Teil davon. Jetzt haben wir ja die 5 Dimensionen gehabt und weil wir Menschen halt jetzt einfach nicht ganz so einfach sind oder einfach zu verstehen sind, innerhalb von diesen 5 Dimensionen hat es jeweils noch 6 Facetten. Und gewisse habe ich jetzt schon angesprochen. Beispielsweise bei Neurotizismus ist es ja dann Ängstlichkeit, soziale Befangenheit, Depression. Dort haben wir ganz viele andere Sachen. Impulsivität, das ist nicht dann auch spannend bei euch zwei. Oh, shit. Oder Reizbarkeit, oder? So Themen, die dort wie reinspielen, wo das Ganze eigentlich aufschlüsseln und das Überwort ist dann so der Neurotizismus. Ja, also du hast die total 5 Dimensionen, wo du aber nochmal alle 5 kannst unterteilen in 6 verschiedene Unterdimensionen. Genau. Wo du dann nicht einfach kannst sagen, ja gut, die Person ist extrovertiert, sondern du kannst dann nochmal sagen, hey, in diesem Kontext tritt Extraversion auf und in diesem Kontext vielleicht eher nicht. Oder dort ist es stärker ausprägt als in anderen Bereichen. Vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich geht es darum, von der Veranlagung her, von der Disposition, da reden wir dann auch von einem genetischen Teil. Ja. Wie tickst du? Oder das heisst, hast du jetzt eher eine höhere Ausprägung im Bereich Extraversion oder eher eine Tiefe? Mhm. Und ich erlebe es mal vielmal so im Volksmund, ist dann, wenn du nicht extravertiert oder wie man häufig im Volksmund sagt, extrovertiert. Ja, wieso ist das eigentlich so? Hey, ich weiß nicht, ich glaube, es geht besser über die Zunge. Kannst du nicht sagen. Aber es wäre extravertiert. Es wäre extravertiert. Das ist also du kannst natürlich jetzt, all die jetzt zulassen, können sich nachher irgendwie als Profi positionieren, weil wenn du dann weißt, dass jemand sagt, hey, ich bin sehr extravertiert, dann weißt du, okay, von Persönlichkeitspsychologie hat er jetzt nicht ganz viel aber das Ding ist ja, ich habe ja Psychologie studiert und ich bin Psychologe und ich sage trotzdem mal extrovertiert. Ja, es ist auch, ich glaube, besser verständlich. Ich meine, müssen wir vielleicht mal ein Sozialexperiment machen. Sagst du mal bewusst extravertiert und dann denkt alle so, man nicht alle das haben schon einen Kollegen. Oder ich weiß nicht mal, wie man das richtig ausspricht. Ist ja eigentlich auch wurscht. Spannend ist, aber wenn man sagt, ja, du hast hohe Ausprägung in Extraversion, dann bist du extrovertiert und wenn du tiefe Ausprägung hast, bist du introvertiert. Und das ist eigentlich nicht ganz richtig. Okay. Weil, wenn wir Introversion jetzt als Gegenpol von Extraversion würden anschauen, dann introvertiert bedeutet ja so ein bisschen schüchtern, zurückgezogen. Müssen wir jetzt vielleicht schauen, wie man das lexikalisch am besten definiert. Aber wenn man es jetzt wieder von Persönlichkeitsaspekt oder von diesen Facetten anschaut, dann wäre das Introversion wäre eigentlich eher so eine Kombination noch zusätzlich mit Ängstlichkeit. Wenn es so eine Ängstlichkeitskomponente drin hat, weißt, schüchtern oder im sozialen Umfeld ängstlich. Und das wäre ja dann aber wieder bei Neurotizismus. Ja. Und ich finde, da können wir jetzt eigentlich auf eine ganz, also ohne dass wir jetzt absolut krass in die tiefsten Niederungen der Persönlichkeitspsychologie abdriften, finde ich das nämlich schon spannend, oder? Also das heisst auch im Sprachgebrauch, es entwickeln sich gewisse Sachen, gewisse Verständnisse oder Annahmen, wo jetzt rein jetzt mal so von der theoretischen Grundlage her nicht also schon noch Nuancen gibt. Ja. Oder? Und gleich haben wir durch das ein gemeinsames Verständnis. Wenn wir einfach ohne psychologische Grundlage jetzt einfach mal darüber reden, haben wir gleich ein gewisses Verständnis, was wir unter introvertiert verstehen oder unter extrovertiert. Das sind natürlich jetzt Nuancen, aber es geht eigentlich auf das zurück, dass man in dem Sinne, in den Big Five reden wir nicht von Kategorien. Klar haben wir auch über Dimensionen, also 5 Dimensionen, aber durch die Aufspaltung mit jeweils 6 Facetten, und dort hast du ja schon vorher schön gesagt, Cattell hat so ein bisschen Grundlage gelegt mit Faktoranalyse, es ist eher ein Kontinuum
als jetzt Ja, irgendwie okay. eine Schublade, die du aufziehst und jemanden rein tust und sagst, und du bist ja jetzt extravertiert oder introvertiert. Was auch Was immer. der grosse Vorteil ist zu dem Vorgänger vom Hippokrates, wo du bist entweder Sanguiniker oder du bist Choleriker. Und jetzt mit dem modernen wissenschaftlichen Modell sagst du, es ist mehr eine Ausprägung und du kannst nicht jemanden in die Schublade rein tun und zumachen und sagen, du bist jetzt das, sondern es ist ein Mix von verschiedenen Sachen, wo sich dann ein Gesamtbild abgibt. Richtig, genau. Okay. Es ist ein Kontinuum. Du hast in gewissen Bereichen hohe Ausprägungen, du hast in gewissen Bereichen tiefe Ausprägungen. In Kombination ergibt sich dann eben aus dem heraus ein Teil, ein gewisses Muster oder eine gewisse Verhaltensdisposition. Aber auch dort wichtig, immer in Abhängigkeit von, was ist die Situation und Ja. in welcher Rolle bin ich. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich alle relativ gut kennen. Kommst am Abend heim, bist müde, die Batterien sind leer. Wir haben es gestern diskutiert, Ivo, gell? Wir haben es gestern noch irgendwie wegen so einer Situation durchgeredet. Dann kommt deine Partnerin, dein Partner, deine Kinder, was auch immer, deine Eltern und müssen dir etwas erzählen. Ja. Und meine persönliche Veranlagung ist immer, okay, das ist das Problem, das müssen wir lösen. Also so im positiven Sinn ausgesprochen, so Lösungsorientierung. Ja. Oder? Es kommt etwas, kein Problem, ich habe eine ausprägte Handlungsorientierung, das lösen wir. Und wenn ich es gelöst habe, dann habe ich wieder meine Ruhe. Ja. Oder? Aber eben mal ist die Situation ja so, dass dein Gegenüber gar nicht eine Lösung will. Es will einfach ein Ohr zum Zuhören. Oder? Und dort dann auch wieder, in welcher Rolle bin ich? Bin ich jetzt Partner? Bin ich Papi? Wo jetzt einfach mal zuhören muss, dass heute in der Schule total lässig war oder noch viel schlimmer, total schlimm war, was auch Ja. immer. Und das ergibt sich, aus dem heraus ergibt sich dann eigentlich sozusagen das Verhalten. Und dann hast du natürlich die Disposition, eben wie ich, wo du sagst, ja gut, sie will mit mir reden, das ist das Problem, das lösen wir. Und das kommt nicht immer gut. Ja. Sorry, Schatz. Hast denn du, Falls hast das denn du so los eine ist, Situation sorry, gehabt? Weil ich habe die Situation auch ab und zu. Ich habe die Situation gehabt, ja. Aber es geht jetzt auch nicht um die Okay. Situation. Aber ich finde einfach da auch wichtig zum herausheben, dass eben nicht die Persönlichkeit allein alles kann voraussagen und das in Stein gemeißelt ist, sondern eben die Rolle extrem wichtig ist. Bin ich am Arbeiten, bin ich mit meinen Jungs, bin ich in Beziehung, ich bin auch noch Sohn oder was auch immer, oder? Meine Rolle und die Situation selber, weil es gibt Tage, da bist du energiegeladen, der Tag float durch, du kommst heim und hast Energie, um auch ein bisschen anpassungsfähiger zu sein auf deine Mitmenschen. Und manchmal bist du vielleicht auch, hast schlecht geschlafen, einen schlechten Tag gehabt, kommst heim und denkst, ach, ich könnte jetzt einfach aufs Sofa hocken und meine Ruhe. Hast aber dann trotzdem noch irgendwelche zwischenmenschliche Begegnungen und dann hast du halt die Anpassungsfähigkeit nicht im Ganzen so. Und ich glaube, dass wir das immer wieder mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, auch wenn wir über das reden, dass es wie nicht fix ist, sondern auch sehr situativ. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich meine, du kannst ja nicht eine Persönlichkeitsanalyse ausfüllen und sagen, so bist du, so und nicht anders. Weil eben viele Faktoren mit reinspielen. Passiert ja auch immer mal, es gibt ja ganz viele Testungen also Testungsanalysen auf dem Markt, wo So Sternzeichen und so. ja, das würde ich jetzt nicht genau sagen. Aber es geht natürlich in die Richtung, oder? Ja. Dort haben wir dann einen anderen Effekt, den können wir vielleicht an einem anderen Tag mal anschauen. Barnum-Effekt, auch sehr Der spannend ist geil. für die, die googlen wollen. Der ist wirklich lässig. Ja, Wie das heißt ist Barnum-Effekt. Da geht es eigentlich primär darum, dass du eigentlich Aussagen machst, die wie so ein bisschen auf jede Person zugeschnitten sind. Ja. Und auch wohlwollend. Und dann lese ich es und bist so, ja, voll, das bin ich. Richtig, oder das sind dann so wie Aussagen, ich meine, für deine Kinder würdest du alles machen. Ja klar, würde ich für meine Kinder alles machen. Jeder würde für seine Kinder alles machen. Das greift so Ängste aus, so typische Ängste oder Wünsche, wo man hat, und dann aber auch richtig so horoskopartig schreibt, heute könnte dein Tag sein, aber du musst auch aufpassen, dass. So, okay, gut, ja. Weißt du, Nichts sowohl das aussagen. eine wie das andere, Ja. das klingt mega gut. Das ist aber Barnum-Effekt. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Auf das, was ich hinaus will, oder? Persönlichkeit ist unglaublich komplex. Ich meine, nur schon, wenn wir jetzt das eine Modell von den Big Five oder die Theorie Big Five nehmen, da haben wir 5 Dimensionen mit jeweils 6 Facetten. Ich meine, das ist eigentlich fast schon unendlich viel
Kombinationsmöglichkeiten. Mhm. Und dann hast du ja nur einmal den Teil von der Persönlichkeit. Dann kommt noch die Situation dazu. Und wie verhalte ich mich in meiner Rolle, also sprich erlernte Anpassung. Also, wenn man es jetzt im psychologischen Kontext sagt. Und Also das erlernte ergibt- Anpassung meint damit quasi, wie bin ich aufgewachsen, wie habe ich gelernt, in so gewissen Situationen mich zu verhalten, weil ich vielleicht Erfolg gehabt habe vorher oder Misserfolg. Genau, eigentlich ist es ein bisschen so Rollenbewusstsein. Ja. Also beispielsweise, wenn du daheim dazu tendierst, in deiner Wohlfühlumgebung, wenn dich etwas aufregt, dann wirst du vielleicht mal schneller Lüter, wohingegen im Job machst du das vielleicht Ja. dann eher weniger. Weil du weißt, es ist nicht tolerierbar, also es ist, Ja. auch, es ist total nicht okay. Oder? Das heißt, du passest die angelernte oder erlernte Anpassung. Und das führt mich wieder zurück auf das, was du gesagt hast, Ivo, lange Rede, kurzer Sinn. Es braucht Energie. Also überall, wo du eigentlich Anpassungsleistungen leisten musst, sei es aus der Rolle raus, sei es aus der Situation oder dann eben schlussendlich auch irgendwie in deiner Persönlichkeitsdisposition, kostet die Energie. Und dort, wo du so, jetzt ganz, ganz banal und vereinfacht gesagt, dort, wo du dich wohlfühlst, wo du so sein kannst, wie du bist, wie man im Volksmund häufig schön sagt, dort gewinnst du eher Energie. Oder? Ja. Und dann könntest du es eigentlich anschauen, wie man es bildlich betrachten, wie so eine Batterie, wo sich aufladet oder dann eben wieder entladet. Je nachdem, was du machen musst. Ja. Das ist zum Beispiel im Volksmund wird oft gesagt, extrovertierte oder extravertierte Personen Hey, du lernst bekommen, ja, geil! bekommen Energie, wenn sie mit anderen Leuten sind. Ganz Ja, einfach richtig. gesagt. Also das, Oder es kostet sie zumindest weniger als jetzt Ja. jemand, wo du sagst, oh nein, jetzt muss ich da wieder in eine Cocktailparty und eigentlich mag ich gar nicht mit den Leuten reden. Und nicht, weil ich die Leute nicht mag. Oder das heisst nicht, weil ich introvertiert mag ich Leute nicht. Das wäre viel zu vereinfacht. ja. Sondern eben, vielleicht ist es dann eher vielleicht einfacher erklärbar, dass dir das wie mehr Energie kostet, weil du halt einen Aufwand tätigen musst, etwas machen musst, wo dir nicht so liegt, wo dir nicht so liegt. Ich Ja. glaube, das kann man relativ einfach so sagen. Im Vergleich dazu, dass es Sachen gibt, die du dann halt gerne machst und Energie gewünscht. Ich meine, es geht ein bisschen in das rein, wo du gesagt hast mit der Passung, oder dass dich ja das auch sehr fasziniert oder auch motiviert, um so ein bisschen die Passungen zu finden für die Leute. Und vielleicht das auch als für die jetzt zuhören, ist es eine gute Möglichkeit, jetzt aufgrund von zum Beispiel so einem Test, um auch ins Gespräch oder in die Reflexion zu kommen, was passt zu mir, oder um sich besser vielleicht auch kennenlernen, können Situationen reflektieren und schauen, hey, was gibt mir Energie? Und dann auch wie eine Grundlage darauf zu haben, das könnte wegen dem sein und wo vielleicht auch weniger. Oder? Also das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um das zu nutzen. So habe ich das verstanden. Absolut. Also, eben, und nutzen kannst du es eigentlich in vielfältiger Hinsicht, wie du es jetzt schön angeteasert hast. Oder beispielsweise im Kontext, ich weiss, Berufsstudie Laufbahnberatung nutzt das also als Basisgrundlage, so im Sinne von vereinfacht gesagt, jetzt, wie ticke ich und was könnte durch das zu mir passen. Also sprich, eigentlich ist wie die Fragestellung, wie ticke ich und was gibt mir Energie und was gibt mir und was nimmt mir Energie jetzt im Arbeitskontext. Und dann schaust du an, ja, was gibt es denn für Jobs, oder? Wo dann entsprechend dem vielleicht passen wird. Das ist jetzt viel vereinfacht. Ich meine, die Profis dort, die machen natürlich noch viel mehr. Das muss man vielleicht auch an dieser Stelle sagen. Ein Test ist kein Test. Mhm. Und das ist nicht mal ein Test, das ist eine Analyse. Ja. Also es ist kein Leistungstest. Es ist nicht so, du hast eine gute Persönlichkeit und du eine weniger gute. Ich zeige jetzt bewusst auf dein Team, sorry. Nein, Spaß. Aber blöd gesagt oder sehr vereinfacht gesagt, tut man dann dort zum Beispiel schauen in der Berufs- und Laufbahnberatung, dass eben jetzt der Buchhalter wird, der sehr gewissenhaft ist und vielleicht nicht der gewissenhaft eine sehr tiefe Ausprägung hat. Dass Ja. der dann nicht... Ja, was du sagst, hey, das würde mir wahrscheinlich schwer fallen. Ja. Oder? Vielleicht wäre nicht vereinfacht gesagt- unmöglich. Nein, Weil nein, du völlig könntest eben dir dort quasi dich anpassen oder dich irgendwie auch entwickeln. Ich meine, du hast das Wort auch benutzt. Aber es braucht wahrscheinlich mehr Energie. Ja, ich denke genau, es braucht es braucht mehr Energie und was auch wichtig ist, vielleicht zu sagen, ist, auch die Situation ist dort wieder sehr entscheidend. Mhm. Also so in einem Team, wo die Aufgabe sehr klar strukturiert ist.
Nehmen wir beispielsweise, reden wir ja etwa mal so von High-Performing-Teams im OP-Saal. Jeder Griff ist festgelegt. Also du weißt, was du machen musst. Dort spielt die Persönlichkeit nicht mehr so eine grosse Rolle. Ja. Oder? Es ist klar, was du machen musst. Und dort denke ich mir dann eben, Buchhalter ist einfach so ein bisschen ein schönes Beispiel, um es verständlich zu machen. Aber in der Buchhaltung gibt es wahrscheinlich auch sehr klare Regeln, die du einhalten musst. Wenn du so Buchungssätze machen musst, die funktionieren nach einem bestimmten Schema. Und das musst du einfach einhalten. Und das heisst nicht, dass du nicht nebendran noch kreativ sein kannst und vielleicht irgendwie als Hobby Bilder malst oder Töpfer ist oder einfach auch so innovativ coole Gedanken hast. Oder? Das heisst nicht, dass du diesen Job nicht machen kannst. Dort würde ich jetzt eher sagen, vielleicht gibt dir der Job nicht allzu viel. Ja. Oder? Und das ist etwas, was wir viel sehen. Jetzt, ich habe es vorher gar nicht gesagt. Mein Hauptpunkt in meiner Arbeitstätigkeit ist eigentlich Management-Diagnostik. Also genau die Fragestellung, oder wie gut passt eine Person mit ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, unter anderem auch ihrer Persönlichkeit, auf ein bestimmtes Anforderungsprofil. Also sprich, was muss die Person mitbringen, damit sie in diesem Job erfolgreich sein kann. Und dort ist Persönlichkeit einfach ein kleines Schräubchen. Und darum auch nochmal zurück auf die Aussage von vorher, eben eine Analyse ist keine. Weil, ich meine, ihr habt sie auch ausgefüllt, es ist eine Selbsteinschätzung. An was ihr in dem Moment denkt. Das sind alles konfundierende Einflussfaktoren, die dazu führen können, dass es vielleicht irgendwie ein halbes Jahr anders rauskommt. Meistens aber nicht komplett, das ist noch wichtig. Oder es hat eine gute Beständigkeit. Retest-Reliabilität. Also das heisst, wenn man den Test mehrmals macht, dass dann ungefähr etwa das Gleiche rauskommt. Aber da sind wir auch wieder an einem Punkt, das wissen wir global relativ gut. Wir reden von Psychologie. Ja. Ich meine, ich habe es vorher gesagt, es ist nicht Naturwissenschaft. 2 und 2 gibt in der Psychologie etwa mal 5, vielleicht etwa mal 3, wer weiß. Ja. Und da hat es natürlich auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Und trotzdem sind genau solche Analysen eigentlich durchaus spannend, weil es gleich jetzt über die wissenschaftliche Entwicklung hinein und die x-tausenden Papers, die man darüber geschrieben hat, dass man schon eben auch festgestellt hat, es hat, und du hast das ganz am Anfang schon angeteasert, es hat eine prognostische Qualität, sprich es hat eine Vorhersagekraft, beispielsweise auf Erfolg im Beruf. Oder Erfolg im Studium, in der Schule. Und das sind dann aber auch lustig, sind dann eben nicht die gleichen Sachen. Also wenn wir jetzt beispielsweise von Erfolg im Studium reden, dann reden wir von der Facette Selbstdisziplin, wo der beste Prädiktor ist für die Vorhersage. Was ein Teil ist von der Gewissenhaftigkeit. Das ist ein Teil von der Gewissenhaftigkeit. Ja. Wenn wir aber von Berufserfolg reden, dann ist es keines davon, sondern dann ist es eigentlich Intelligenz als Konstrukt. Also vereinfacht gesagt könnte ich sagen, egal welchen Job du machst, und das soll jetzt nicht despektierlich sein, ob du irgendwo in einem Laden Gesteller einräumst oder der CEO von einer grossen Bude bist, es hilft dir immer, wenn du Probleme relativ schnell erkennst, durchdringst und sinnvolle Lösungen ableiten kannst. Ja. Also sprich Intelligenz in dem Kontext verstanden als Problemlösefähigkeit. Ja. Ich habe das Gefühl, ich merke das jetzt einfach bei mir. Ich bin ein bisschen am rauszögern, weil ich habe ein bisschen Angst vor dem Resultat. Ich nicht. Ich will Vollgas den Deep Dive machen jetzt. Also, dann würde ich sagen, gehen wir doch dort mal rein. Komm, wir gehen dort mal rein. Ich habe etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das in eurem Sinn ist. Ich habe mir mal so probiert auf Dimensionsebene, also auf diesen 5 Dimensionen, Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, mal so angeschaut, oder, wo gibt es Unterschiede bei euch? Ja. Und wo gibt es hohe Übereinstimmungen? Ja. Da reden wir einfach von der gleichen Ausprägung. Also auf der Auf den einzelnen Dimensionen. Genau. Ja. Und dann würde ich mit uns auch mal noch so auf Facettenebene abtauchen und schauen, was dort für lustige Unterschiede sind. Ich sehe den Tim. Hey, fangen wir doch mal an. Was denken ihr? Neurotizismus. Neurotizismus verstanden als
Also hohe Ausprägung wäre so stressanfällig, negative Emotionen, niedrige Ausprägung wäre Gelassenheit, Stabilität, emotionale Stabilität. Was denken ihr? Sind ihr eher tiefe Ausprägung, also eher so gelassen, stabil oder eher stressanfällig? Ich würde sagen, wir sind beide ähnlich und der Team vielleicht noch ein bisschen tiefer sogar. Also beide eher tief. Ich habe den Test ausgefüllt, als ich recht gestresst war. Gerade in einer sehr, sehr stressigen Phase. Und das ist immer mehr durch den Kopf gegangen. Also, fühle ich das jetzt aus in meiner jetzigen Phase oder fühle ich das aus sonst? Es ist dann, glaube ich, ein Mix geworden. Aber ja, also ich glaube auch, ich würde behaupten, wir sind sehr stressresistent. Ich habe während dem Studium mich gerne erschrocken. Ich weiss jetzt nicht, ob das dort reingeht. Aber du hast noch einen guten Jumpscare. Ich bin sehr schreckhaft, ja. Wirklich? Sehr schreckhaft, ja. Darum, ja, also ich glaube, wir sind das hat beide... nichts mit dem zu tun. Fall. Nein? Nein. Ah, so gut. Ich wüsste jetzt nicht, von was es kommt. Vielleicht gibt es so einen Teil persönlich, aber das wäre mir jetzt nicht bewusst. Also, wäre ich auch ein bisschen Also, überfragt. tell us. Wir sind genau gleich und beide relativ tief. Also das heisst, ihr seid gelassen, stabil. Ivo. Ich nehme aber eine Facette, wenn ich darf, Ja, passe ja, jetzt ja, gleich so unbedingt. das vorgeschriebene Schema gleich. Ja, ja. Es gibt einen grossen Unterschied. Und dort bin ich gespannt. Ich lese euch 2 Facetten vor. Aha. Bei der ersten sagen wir mir, was denken ihr, wer hat höhere Ausprägung, wer hat tiefere Ausprägung, und bei der zweiten dasselbe. Okay. Erste Facette ist Reizbarkeit. Tiefe Ausprägung heisst gleichmütig, werden nicht so leicht wütend. Hohe Ausprägung werden Tendenz zum Empfinden von Ärger und Zorn und damit zusammenhängende Effekte wie Enttäuschung und Bitterkeit. Also der ist ein No-Brainer, würde ich sagen. Das bin Ja. ich. Ich bin höher als der Team. Nein, es sind beide gleich tief. Ah, okay. Okay, das ist jetzt nur der Einstiegsteaser. Jetzt ist Alright. spannend. Impulsivität. Tiefe Ausprägung Auch würde easy. bedeuten, finden es leichter, Versuchungen und Verlockungen zu Ah. verstehen, hohe Frustrationstoleranz. Das wäre tiefe Ausprägung. Hohe Ausprägung wäre so, fühlen sich von ihren Verlangen nach beispielsweise Essen, Suchtmittel oder irgendwelchen Dingen so stark bedrängt, dass sie es unmittelbar befriedigen möchten, obwohl sie ihr Verhalten dann später oft bereuen. Ja. Wer hat hohe Impulsivität, wer hat tiefe Impulsivität oder haben die beide gleich? Ich weiß es nicht. Aber ich Nein, weiss es. also da, ich bin sehr stark impulsiv. Also nicht sehr stark impulsiv, aber ich bin sicher höher als Ivo. Also ich habe vor allem mit dem Essen habe ich oft sehr starkes Verlangen und dann im Nachhinein bin ich so, oh, das ist jetzt so unnötig gewesen. Ja, das ist komplett recht. Also, Ja. es ist so, das ist das, was du wahrscheinlich dann eben erlebst auch. Wohingegen und der Ivo, das hat mich verdammt genervt schon fast so. Völlig entspannt Ja, diesbezüglich. er ist viel zu Was cool. ist mit dir nicht okay, Ivo? Echt? Das Ja, macht aber- uns Menschen, die hohe Impulsivitätsausprägung haben, ich Er zähle mich auch ist so dazu. diszipliniert. Hey, das macht mir so schlechtes Gewissen. Ja, aber das... Hey Mann, Ivo, erkläre dich. Nein, Sollen wir jetzt einfach Impuls-Shaming machen, oder was? ja, voll Impulsshaming, das ist das neue Nein. Impuls. Disziplinshaming. Ja, voll. aber das, ich will schon sagen, das ist aber auch in gewissen Podcast-Folgen, wo wir über zum Beispiel Social Media und Nutzung und so geredet haben, da kann ich mich recht gut einmal auch rausnehmen. Und bei dir habe ich das Gefühl, oder du sagst es auch so, du kannst für gewisse Leute sehr gut unterdrücken, aber manchmal tickt es dann wie so, kommt es dann wieder so durch. Wie du sagst, eine Woche in der Ferien ohne Social Media ist perfekt für mich gegangen. Und dann hast du eine Woche mehr Zeit gehabt, auch Ferien. Und bin einfach da gewesen. Und hast Ja. wie kompensiert dann wieder. Und es geht auf das zurück, was du vorher gesagt hast. Es geht schon. Ich kann mich schon kontrollieren, aber es braucht sehr viel mehr Energie, als das wirklich für dich braucht, Ivo. ja. Und ich finde, da sieht man jetzt das eigentlich sehr, sehr gut. Weil ich kann sehr diszipliniert sein für eine Zeit, aber es raubt mir sehr Energie. Und dann eben irgendwann ist sie dann doch wieder einfach das ganze Schränkchen leer. Ja, und so ein absoluter Klassiker diesbezüglich ist ja Rauchen. Oder vor allem Aufhören mit Rauchen. Und dort zeigt sich schon auch, Leute mit einer hohen Ausprägung in Impulsivität haben mehr Mühe zum Aufhören als Leute mit einer tiefen.
Das heisst nicht, dass die tiefe Impulsivität haben, Nichtraucher sind mehrheitlich, sondern das sind dann die sagen können, ja, ich habe aufgehört zu rauchen. Ja, wie hast du es gemacht? Ja, ich habe einfach aufgehört. Ja, Ja, einfach, ab Tag X habe ich einfach nicht mehr geraucht. Oder? Ja. Was für die dann eben weniger Energie kosten und andere mit hoher Impulsivität echt hart arbeiten müssen. Ja. Dass es dann nachhaltig wirklich Ist dann auch so bleibt. fast schon ein Kampf. Dann. Ja. Kommt da auch so rein, wir haben ja vorher auch über den Kontext geredet, über Persönlichkeit ist ein Teil und dann kommt also Situation dazu und erlernte Fähigkeiten. Kommt da zum Beispiel auch gerade dort unter die Situation, wenn man im Ausgang ist und 1, 2, 3 Bier trinkt und dann findet, aber jetzt eine Ziege wäre ja eigentlich okay. Gell? Und dann kommt noch der Automatismus dazu. Der würde jetzt nicht gerade irgendwie im Rollen-Kontext verankern, aber weißt du, so die Kombinationen, Kaffee und Ziege. Ja. Oder die Automatismen, aufstehen, keine Ahnung, zum Morgen essen und dann gehst du ins Büro und vor dem Büro rauchst du noch eins. Oder bestimmte Zeiten. Ja. Das kommt dann natürlich stark dazu. Und das ist natürlich dann, eben wenn du jetzt beispielsweise aufhören müsstest du dir vielleicht wahrscheinlich überlegen, ja, was sind denn da so die Situationen, die es mir am meisten triggert oder wo ich am meisten zu verlangen habe. Wie gehe ich aber auch eben mit dem Bewusstsein um, dass mir vielleicht einfach mehr Energie kostet als andere. Also sprich auch nicht die Vergleichbarkeit machen und sagen, ja, aber weißt du, der Hans-Uli hätte ja auch einfach können aufhören. Mhm. Ja, vielleicht tickt der Hans-Uli ein bisschen anders. Und es ist okay. Ja. Alright. Aber ich glaube, wir sind uns auch vorgängig haben wir die Hypothese gehabt, dass wir beide Neurotizismus relativ tief sind. Ja. Wie sieht es mit Extraversion aus bei euch? Ich glaube, sind wir beide stark ausprägt. Es ist für mich noch spannend, weil ich in den letzten paar Jahren das Gefühl hatte, du hast vorhin einen schönen Begriff gesagt, erlernte irgendetwas, was tut man lernen? Erlernte Anpassung. Erlernte Anpassung. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe in meiner Kindheit und Jugend sehr stark erlernte Anpassung von Extraversion gehabt. Mhm. Und merke jetzt, je älter dass ich werde, mehr und mehr, dass ich vielleicht gar nicht so extrovertiert bin eigentlich. Das wäre jetzt einfach eine Hypothese. Aber ich glaube trotzdem, ich bin sicher stärker ausprägt als vielleicht ein Durchschnittsmensch. Also das heisst, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es wie so, du hast erlernt, dass dein Verhalten im Kontext von Extraversion beispielsweise gut ankommt bei anderen. Und darum hast du es gemacht. Yes, zum Beispiel. Und jetzt merkst du so, je länger mehr oder je älter du wirst, so. Ich habe okay. Herr Flöte. Nein, das nicht. Nein, aber weißt du, es kostet dich mehr Energie als beispielsweise früher. Ja. Das kann aber natürlich auch daran liegen, oder wenn du jetzt das Ganze von der anderen Seite anschaust, dass vielleicht nicht mehr so wichtig ist, was die anderen von dir denken. Ja, voll. Beispielsweise. Voll. Oder weil Extraversion jetzt irgendwie wieder verstanden, eine hohe Ausprägung, eben so Energie, Geselligkeit, Durchsetzungsfreude, niedrige Ausprägung werden eher so Ruhe und Zurückhaltung. Nicht zu verwechseln mit Introversion. Ja. Ich würde sagen, wir sind beide über dem Durchschnitt, der Tim noch ein bisschen mehr als ich. Glaubst du? Ja, absolut Okay. richtig. Hey, wie sieht es bei der Offenheit aus? Was denken ihr? Offenheit verstanden als hohe Ausprägung, so Neugier, Kreativität, Aufgeschlossenheit. Tiefe Ausprägung eher so das Konventionalität, also das Konventionelle, so die Routineorientierung. Ich würde sagen, beide auch eher hoch und der Tim aber noch ein bisschen mehr als ich. Würde ich auch. Spannend. Danke. Der Tim ist so ich sage jetzt mal, wir haben ja immer so Normalverteilung drüber, Statistik drüber gelegt, im oberen Bereich von der Normalverteilung. Also sprich, Okay. immer noch im Normbereich sozusagen, noch nicht jetzt überstark wahrnehmbar und du, Ivo, tief. Tief? Okay. Spannend. Können wir nachher noch mal ein bisschen, oh ja, vielleicht nehmen wir es schon mal vor. Ja. Oder, was ich spannend gefunden habe, was du, und das ist ja Selbsteinschätzung, gell, es ist nicht so, dass ich dir das jetzt ins Maul lege, bei O3, das ist Offenheit für Gefühl. Und nicht verstanden als Empathie oder so, dem Gefühl gegenüber dem anderen, sondern die eigenen Gefühle wahrnehmen. Also wie fest, dass man die zulässt? Nein, nicht wie fest du sie zulässt, wie fest du sie wahrnimmst. Okay. Also wirklich so, wie fest hörst du auf drauf? Ja. Weißt du, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, also wenn du gefragt wirst auf der Couch, wie fühlst du dich, Tim?
Oder? Und dann hast du so die Leute, die sagen, ja, gut. Also, Ja, oder? was soll ich wagen? Und dann kommen die anderen und sagen, ja, also, wenn du mich gerade so fragst, dann ja, gibt es schon 2, 3, oder wo dann irgendwie die letzten 2 Wochen rekapitulieren und alle ihre Gefühle, die sie in den einzelnen Momenten hatten, nochmal aufleben lassen und dir erzählen können. Oder? Und das meine ich mit Offenheit für Gefühl in dem Kontext, als Facette von Offenheit, ist bei dir bei Prozent, also wir reden von Normwerten, aber wir können uns so ein bisschen vereinfacht vorstellen als Prozentrangskala von 0 bis 100, 1,1%. Oh, shit. Interesting. Aber Aber also ich weiss, ich habe meine Hypothese, von wo das kommt. Bin ich gespannt. Ja, also für mich ist es im Studium selber eine Erkenntnis gewesen, dass ich nicht fühle. Nicht, dass ich nicht fühle, ich habe keinen Zugang. Das ist vielleicht wichtig. Eben, das ist wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, Zugang haben oder nicht haben, sondern um Messsystem einfach weniger Bedeutung bei. Ja, das kann sein. Aber ich habe wirklich so einmal so einen Test gemacht zu, wie heißt das? Gefühlsblindheit. Wo du auch nicht, du kannst auch nicht, ich kann auch nicht gut können über Gefühle reden. Und weil ich es auch einfach nicht wirklich wahrgenommen habe. Und das habe ich dann eigentlich erst im Studium gemerkt und dachte, okay, spannend. Und habe dann eigentlich für mich versucht, wie so über den Körper, also was sagt mir der Körper, weil ich habe nicht auf meinen Körper gehört, was er mir gesagt hat, sondern ich war einfach im Kopf gewesen, habe eigentlich über den Körper versucht, wie so zu merken, was geht gerade ab, oder? Also auf Gefühlsebene. Und darum erstaunt mich das jetzt nicht, aber dass es so tief ist jetzt... Aber ich finde, Du bist einfach wegen dem nicht ein schlechterer Mensch. Nein. Es ist nicht gut und schlecht, das ist wie wichtig zu sehen. Was aber spannend war bei dir in Kombo, oder sind wir jetzt gehen wir relativ tief schon rein. ganz kurz so schnell. Ja. Du hast ja ganz am Anfang von Entwicklung geredet. Ja. Und dass man sich eben auch kann entwickeln in gewissen Fähigkeiten. Und ich meine, wir haben ich glaube Folge 8, wo wir über unsere eigenen Emotionen geredet haben, haben wir das angesprochen. Und du hast, vielleicht wenn man jetzt von Persönlichkeit, von Voraussetzungen redet, bist du zwar vielleicht sehr tief ausprägt, aber du hast im Studium eine riesige Entwicklung gemacht. Ich meine, wir haben das in der Folge 8 besprochen, wie fest du dich auch damit auseinandergesetzt hast während dem Studium und eben auch viel versucht hast, über den Körper eigentlich zu lernen, hey, okay, was fühle ich denn jetzt gerade und wie geht es mir? Und nachher das dann umzusetzen und mit dem eigentlich zu arbeiten. Und ich finde das noch wichtig, weil du am Anfang das Wort Entwicklung genannt hast und ich das jetzt ein super Fallbeispiel finde von, du hast eher eine sehr tiefe Ausprägung und hast dich aber in diesem Bereich enorm entwickelt. Es braucht, meine ich ernst. Also ich meine, wir reden jetzt anders über Gefühl als noch Anfangsstudium. Das ist ja so, ja. Und ich finde das schön, dass du kannst sehen, hey, ich habe vielleicht noch eine tiefe Ausprägung, kann aber mich entwickeln, sodass ich vielleicht mich in gewissen Situationen so kann anpassen kann, wo ich die Energie habe, um vielleicht etwas, mich situationsgerecht oder mich einer Situation können anzupassen, so wie ich das möchte. Ist das jetzt ein bisschen schwurbelig gewesen? Shit, okay, das Lachen, es ist schwurbelig gewesen. Nein, aber ich habe gerade komplett das Kopfkino, ich will jetzt den Moment eigentlich nicht kaputt machen und trotzdem meins. Ist so, weißt du, ihr zwei sitzen da auf der Couch Ja, okay, vor fair. mir. Und eigentlich würde ich sagen, hey Tim, das ist ein richtig schönes Feedback von dir. Sollen wir noch währenddessen Handy haben? Würde das Kopfkino finalisieren? Würde das helfen? Ich weiß nicht, wie es geht, aber die haben ein bisschen Kopfchaos. Nein, aber es stimmt. Oder das, was du ansprichst, irgendwie so Entwicklung. Oder? Man sagt, oder ich glaube, so, um es ein bisschen verständlich zu machen, kann man sagen, Persönlichkeit, Veranlagung, Disposition ist über das Erwachsenenalter hinweg von uns Menschen relativ stabil. Es gibt 2 Knick, das ist so Adoleszenz, also in der Pubertät. Wenn man im Volksmund jemand mal sagt, ja, jetzt bin ich jetzt komplett, oder? Jetzt verstehe ich meine Kinder auch nicht mehr.
Und dann im hohen Alter, wenn man vielleicht etwa mal auch im Volksmund sagt, man so, jetzt werden es wieder wie kleine Kinder. Da gibt es so 2 Knick, aber über das Erwachsenenalter her Ist es recht stabil. Ist es recht stabil. Ja. Das heisst aber, stabil heisst aber nicht veränderbar. Es bedingt halt einfach meistens sehr, sehr viel Energie. Also sprich, du musst sehr bewusst mit dem Thema umgehen. Du musst viel Energie hineinstecken, um das anpassen. Und auch dann kann man, glaube ich, auch wieder so ein bisschen im Volksmund sagen, oder wir stecken alle in der eigenen Haut. Das sind so Worthülsen oder Metaphern, wo man häufig hört, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Finde ich, kommt genauso ein bisschen aus dem. Oder sobald du dann, wieder in Situationen hineinkommst, wo vielleicht der Druck höher ist oder wieder in bestimmte Rollen hineinkommst. Beispielsweise nach 15 Jahren triffst du dich wieder mit deinen ehemaligen Schulkameraden zu einem so einem, wie sagen wir denn, Revival, irgendwas, oder ein Schultreffen, oder du bist automatisch wieder in dieser Rolle, wie du damals warst. Egal, was du in den 15 Jahren gemacht hast oder nicht gemacht hast. Oder? Das alles führt dann wieder dazu, dass du eigentlich wahrscheinlich vom das Verhalten her, dass dann wie so ein bisschen in die alten Muster zurückgehst. Und dort ist einfach auch Persönlichkeit ein Teil davon. Ein Teil davon, was ich aber beim Ivo spannend gefunden habe, ist eben so die Kombination. Tiefe Ausprägung im Kontext von Offenheit für Gefühl mit einer doch mittel- bis fast überdurchschnittlichen, ein bisschen höher als jetzt der Mittelwert von, sagen wir, rund 50% oder von Mitte, Offenheit für Fantasie. Und dort geht es nämlich darum, tiefe Ausprägung in dem Bereich wird heißen, bevorzugen realistische Denkweisen, sind eher praktisch orientiert und vermeiden unrealistische Tagträumereien. Oder? Wenn du jetzt dort natürlich auch extrem tief wärst, dann bist du so, ja, plakativ gesagt, vielleicht so ein bisschen verkopfter. Weißt, so ein bisschen sehr, sehr rational und denkst primär, als was du fühlst. Oder? Es scheint jetzt aber bei dir ja dann doch sehr wohl einen Zugang zu geben, einen spannenden Zugang, halt dann einfach viel mehr über das eben nicht überrationale. Okay, finde ich spannend, ja. Was denkst du, wie sieht es bei dir aus mit Offenheit für Gefühl? Die haben wir vorhin gehabt, Offenheit für Gefühl, oder? Ja, aber Dort bei liegt- Ivo, bei dir noch nicht. Mal, du hast gesagt, ich bin leicht über dem Durchschnitt. Ah, habe ich gesagt? Ja. Okay. Und Fantasie? Ich habe das Gefühl, bin ich stark ausprägt. Ich sage obere Viertel. Obere Drittel. Ja, nicht ganz obere Drittel. Okay. Ziemlich ähnlich. Okay. Ziemlich ähnlich. Sind beide recht ähnlich. Und das ist spannend, das sehe ich nämlich ich schaue ja auch viele solche Auswertungen Ja. an. Und dort erlebe ich sehr, sehr häufig eher tiefe Ausprägungen. Ja. Also das Rationale. Ja. Jetzt muss man Hat das vielleicht damit zu tun, dass du in einer Branche schaffst, wo du eben oft Leute in einem Assessment beobachtest, wo vielleicht eher irgendeine C-Level-Position haben und dort vielleicht das eher anerkannt ist, dass man sehr sachlogisch an Themen angeht? habe ich mir auch schon überlegt. Jein, also ich könnte es jetzt nicht, weißt du, ich könnte es jetzt nicht mit Daten blicken, aber ich habe teilweise ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht miteinander korrelieren könnte. Weißt, Also werden wir keine. Nein. Ja, zu dem Thema kommen wir noch. Also Potenzial ist vorhanden, definitiv. Okay. Nein, ich glaube, vielleicht auch nicht vergleichbar oder so, dass wieder die Unterscheidung zwischen Leadership und Management. Weißt? Ja. Managen tust in dem Sinn einen grossen Laden mit über Prozesse gesteuert. Oder? Wo, wenn du ja in dem Sinn einen Prozess hast, hast du einen klaren Ablaufplan. Und klar sind Gefühle dort auch wichtig. Also auf jeden Fall. Aber dass es dort vielleicht schon in die Tendenz oder in die Richtung gehen könnte, ist es eher so an dem einen stärkeren Realitätsbezug. Weniger so das fantasievolle, tagträumerische, in Anführungszeichen. Und da könnte es natürlich schon gewisse Häufung geben. Oder? Weil die Assessments, die wir machen, sind in den allermeisten Fällen sind das Führungskräfte. Und zwar auf verschiedensten Ebenen, in komplett unterschiedlichen Branchen. Und ja, da gibt es schon gewisse Aspekte, wo
wahrscheinlich häufiger siehst, als was es jetzt im Normdurchschnitt Ja. über unterschiedliche Menschen verteilt sein würde. Mhm. Gehen wir weiter. Yes. Verträglichkeit. Dort habe ich mir sehr viele Notizen gemacht. Was denken ihr? Verträglich? Das wird, glaube ich, spannend. Wer Da ist haben verträglicher wir von euch? unterschiedliche Wahrnehmungen, aber ja. Ah, stimmt. Stimmt. Tim, Ja, das, erzähl. kannst du mir schnell so ein bisschen sagen, wie Verträglichkeit beschrieben wird? Verträglichkeit, ich würde jetzt sagen, hohe Ausprägung ist so Empathie, Hilfsbereitschaft. Und tiefe Ausprägung wäre so Wettbewerb, eher kritische Haltung. Oh shit. Also es Okay. sind so Facetten drin, wie beispielsweise Vertrauen. Also wie stark vertraue ich anderen Menschen. Ja. Entgegenkommen, also anderen Menschen entgegenkommen. Ja. Mit im Verhalten. Ah, ich bin doch aufgeschmissen. Bescheidenheit wäre auch dort drin. Oh shit. So gut. Ich sage, ich bin in diesem Fall Ja. Ja. im unteren Drittel. Ich würde sagen, also ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich würde sagen, höher ausprägt als der Tim. Ne? Hey, beide. Mitte. Ah, Ich hab wirklich? Ich habe auch wirklich müssen. Gut, das ist natürlich eine Verrechnung jetzt von den einzelnen Facetten, darum finde ich es auch spannend. Dass man Aber mal ich sage, es gibt grosse Unterschiede in den einzelnen Facetten. Das wäre jetzt meine Hypothese. lustigerweise bei V1, sprich Vertrauen zu anderen, also verstanden als halten andere Menschen generell für ehrlich und unterstellen ihren guten Absichten, sind beide extrem hoch. Mhm. Also Oh. extrem hoch heisst so, was haben wir da drin? 94,5, 96,9. Also, nicht, Also dass sind wir ultra nicht, dass- lichtgläubig. Ja, Also das bin ich auch, aber ich gebe im Fall wirklich eigentlich fast allen Menschen, die ich begegne, einen Vertrauensvorschuss. Ja. Ich glaube davon, dass sie etwas Gutes vorhaben. mhm. Das ist also, ja. Dann haben wir das Thema Altruismus, wo wir euch ein bisschen unterscheiden. Hohe Ausprägung Altruismus ist so, engagiert sich aktiv für das Wohlergehen von anderen, sind grosszügig, rücksichtsvoll und bereit, andere in Not zu helfen. Was denken Sie, wer hilft mir? Der Ivo. Hätte ich jetzt auch gesagt. Der Team. Oh shit. Gemäss Selbsteinschätzung. Ja, ja. Ich persönlich bin auch ein bisschen erstaunt. Nein, also weil ich hätte schon gedacht, du bist du hast stärker ausprägt. Weil ich meine, du hast so viel Also einfach vom Beruf her. vom aber auch. sozialen Engagement. Ja, ja. Also jetzt auch nebendran noch, ja. Aber du. Was ich aber am spannendsten gefunden habe, ist die Facette Bescheidenheit. Tiefe Ausprägung verstanden als fühlen sich anderen überlegen. Und hohe Ausprägung wäre bescheiden, stellen sich nicht gerne in den Vordergrund, was nicht notwendigerweise bedeuten muss, dass es ihnen an Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen mangelt. Das ist einfach, man stellt sich nicht so fest in den Vordergrund. Das finde ich lustig, weil wir haben auch schon mal den VIA haben wir mal in dem Podcast Ja, besprochen. ja. Und Bescheidenheit ist dort meine Top 3 schlechteste Ausprägung gewesen, schwächste Ausprägung. Aber ich glaube, in dem Test ist sie nicht so, schneidet sie nicht so schlecht ab, würde ich jetzt sagen. Wenn ich an die Frage zurückdenke. Ich will mich da selber nicht exponieren. Weil du es ja eigentlich schon weißt. Ich sage jetzt keine Zahl, aber es ist eher Mal, sag Zahl, tief- sag Zahl. Wirklich? Ja, ja, sag sie. 5,5. Okay. Aber jetzt wichtig, gell? Wir reden da nicht von Mathematik. Ja, ja. Es ist einfach eine Zahl und die muss interpretiert werden. Optimalerweise müsstest du jetzt noch einen zweiten, dritten Test machen, um es ein bisschen bestärken. Aber ja, anscheinend fühlst du die anderen Menschen eher überlegen. Wohingegen der Ivo jetzt einfach so eine Vergleichbarkeit so bei 30,9. Also da bist du noch schon eher auf der unteren Seite, aber Es ist moderat. noch okay. Total. Du bist, also ganz einfach gesagt, du bist voll okay. Der Tim. Au. Hey, aber das ist ja noch spannend, weil das ist schon etwas- Erkennst du aber bei dir? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und es ist etwas, wo ich permanent muss dagegen anschaffen Ist aber muss. Oder anders gesagt, ich will dagegen anschaffen. ist okay, das ist ja eine bewusste Haltungsthematik, aber auch da, eben, es hat so eine grosse Komplexität dahinter. Mhm. So eine Facette kann auch viel Energie auslösen. Also weißt du, wo du sagst, wenn du die Überlegen fühlst, anderen, dann kann man jetzt, wenn man es vereinfacht, im Gedanken abspult, könnte man sagen, ja, das ist ein dummer Sicht, der kann ich nicht, oder? Oh, ganz Arschloch.
Nein, weißt du, wenn ich in dem Sinn die Tendenz habe, sagen, mich überlegen fühle oder sagen, hey, der hat ja keine Ahnung. Oder jetzt hat der aber irgendwie, was auch nicht, vielleicht eine geile Position, wie ich auch gerne hätte. Also vielleicht ist er Chef oder keine Ahnung. Wo ja dann auch energiefrei machen kann und sagen, hey, wenn der das kann, dann kann ich das auf jeden Fall, sind wir ehrlich. Weil, also, weißt, es ist nicht nur gut oder schlecht, im Gegenteil. Es ist einfach eine Ausprägung und eben in Kombination mit Situation, in Kombination mit Rollenaspekt kann das auch viel positive Aspekte haben. Also wie jede Medaille hat zwei Seiten. Ja. Oder? Auf der einen Seite, ja, du kannst vielleicht als arrogantes Arschloch überkommen. Und vielleicht hast du diesbezüglich schon Feedback gekriegt. Oder vielleicht kann man die so wahrnehmen. Jetzt kannst du sagen, ja, weißt du, wie ich so mit einem leicht übersteigenden Selbstwertgefühl, spielt das keine Rolle. Weil, ich meine, who cares? Ja. Auf der anderen Seite eben, kann dir das aber auch viel energiefrei machen. Gell? Ich meine, unter anderem, jetzt mal ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich mein Knackpunkt gewesen, zum Weitermachen im Militär. Wie ich weiss nicht. Das ist spannend. Hey, mein Gedanke war im Fall, hey, sorry, wenn der Schlauch das kann. Und das war eine riesen Pfeife. Hey, das ist ultra spannend. Dann kann ich das auch. Oder? Und dann hat er mich noch irgendwie im falschen Moment verwünscht. Jetzt einfach so ein Beispiel nennen. Damalige Freundin, irgendwie, ja, ein bisschen Lampenparadies daheim, oder? Dann hat es geheißen, wenn du jetzt unterschreibst, kannst du früher heim. Das wäre die Situation gewesen, oder? Und Rolle oder erlernte Anpassung ist in dem Sinn, ja, ich will es ja vielleicht allen recht machen. Und wenn ich jetzt da unterschreibe, mache ich es Major X recht. Ich mache es meiner Freundin recht. Ja, dann unterschreibe ich. Und außerdem weiss ich dass ich es besser kann. Also. Ja, nein, aber... Hey, aber ich finde das gerade mega spannend, weil ich weiss das von mir, dass vielleicht eine gewisse Überlegenheit in gewissen Aspekten, ich glaube, ich habe auch genug Selbstreflexion, um zu sagen, in welchem Bereich ich mich überlegen fühle und in welchem auch nicht. Und für mich, das, was daraus resultiert, ist ein gewisses Pflichtbewusstsein, um Sachen besser zu machen für mich, aber auch für andere. Und ohne jetzt da mich selber zu gut reden, aber du hast jetzt das Thema mit dem Militär aufgebracht und der Grund, wieso ich weitergemacht habe, ist, weil ich sehr, sehr unzufrieden war mit der Führung, die ich erlebt habe und gefunden habe, in Kombination mit dem Bedürfnis von, ich möchte es auch besser machen für andere, ich wollte weitermachen, weil ich gefunden habe, ich will nicht, dass jemand anders das so macht, wie ich es selber erfahren habe, wenn ich es selber besser machen könnte. Und mit der Überzeugung, dass ich es besser machen kann, falls jetzt der eine oder andere zulässt, der mit mir im Militär war, ich könnte ja das dann bestätigen oder nicht bestätigen. Aber ich finde das noch recht interessant, weil du das jetzt vom Militär aufgebracht hast und das für mich wirklich riesige Energie freigesetzt hat, weil ich gefunden habe, hey, ich weiss, ich kann das besser und ich will es besser machen, auch für andere. Ja, gell. Und dann kommt natürlich ich sage jetzt mal die Standardisierung von der Situation. Du bist ja wieder in einem Umfeld, wo recht strukturiert ist, würde ich mal behaupten. Klar gibt es gewisse Freiheiten, aber das ist so, oder es schränkt dann vielleicht Teil der Persönlichkeit wieder ein. Auf der anderen Seite kommen dann vielleicht Sachen, die eher stärkere Ausprägungen haben, stärker zum Tragen. Und ich meine, eben, du hast weitergemacht. Da komme ich zum nächsten Punkt in Kombination mit einer. Also, sagen wir es so, bei der Auswertung hat es kein Pünktchen mehr gegeben, sondern nur noch ein Pfeil in die obere Richtung zum Thema Durchsetzungsfähigkeit. Oh. Du erlebst dich als ultra durchsetzungsfähig. Was heisst, es hat kein Pünktchen mehr gehabt? Du hast die Skala gesprengt. Nein, hast du nicht. Aber also, hinten beschrieben in der Rohwertauswertung ist über 99,9%. Oh shit. Also das heisst im Vergleich zu allen anderen. Bist du der Mr. Durchsetzungsfähigkeit? Nein, oder zumindest, ich bin es nicht zwingend. Ich habe das Gefühl von mir. Du hast das Gefühl, genau, du hast das Gefühl, dass, also du erlebst dich so. Oder beschreibst dich zumindest so. Ja. Mit dem Thema hast du nicht zu kämpfen, Tim. Ivo, sorry.
Weil dort habe ich nicht mal aufgeschrieben, bei dir ist es irgendwie so immer im Positiven, also im Positiven. Es gibt ja nicht schlecht, gut oder schlecht oder positiv oder negativ, sondern eher im höheren Bereich, aber komplett in der Norm. Also es ist nicht so, dass du so sagst, ich bin da der Peitschen-Pauli. Ja. Da steckt das Machtmotiv dahinter. Hey, dann gehen wir jetzt eigentlich fast zum Wichtigsten, Gewissenhaftigkeit. Oh. Auch als die Dimension, wo jetzt beispielsweise im Hinblick auf Leistung im Beruf die beste Vorhersage machen kann. Von diesen 5? Von diesen 5, Ja. ja. Da reden wir vor allem, also für uns jetzt relevant im Assessment-Kontext sind natürlich schon alle 5 Dimensionen, aber jetzt von der prognostischen Validität her, Vorhersagekraft her, schauen wir meistens dann irgendwie das Thema Neurotizismus an. Gibt es Auffälligkeiten oder dann Thema Gewissenhaftigkeit. Und dort ist aber auch, gell, bei uns, wir sind immer so in einem High-Stake-Umfeld. Also sprich, meistens geht es dort um Bewerbungen oder einen neuen Job, wo du kriegen kannst. Und dort hast du natürlich auch immer die Faking-Themen. Ja. Die hast du drin. Das lässt sich nicht verleugnen. Also auch da gibt's ganz gute Studien dazu. Jetzt ist gerade aktuell eine rausgekommen vom Loy und Kollegen aus dem 25, wo aber klar auch nochmal aufzeigt, ja, es wird gefaked, richtig. Aber das heisst, nach wie vor, du kannst nach wie vor mit prognostischer Validität kannst trotzdem noch vorhersagen. Also es hat immer noch genügend Vorhersagekraft, um damit etwas machen zu können. Okay. Oder? Aber natürlich nicht als alleiniges Instrument, sondern es braucht einen multimodalen Ansatz. Also das heisst, du musst, ist so oder so, jetzt, wenn wir von Diagnostik reden, ist ein multimodaler Ansatz Also mehrere unterschiedliche Tests nutzen. mehrere unterschiedliche eins ist Tests, mehrere Verfahren, eins ist keins, geht in dem Sinn. Oder in einem klassischen Assessment Center haben wir ja dann hast 3-4-tätige Testungen, die ausfüllen zu verschiedenen Themenbereichen, aber also Persönlichkeit, Integrität, Demenzintelligenztest, dann hast du Interviews, du hast Rollensimulationen, du hast Fallbeispiele, wo ja dann immer wieder auf die Komponenten oder beziehungsweise die Kompetenzen gemünzt sind, wo du sagst, die Kompetenzen spalten eigentlich oder spannen so das Anforderungsprofil aus, was braucht es, um in diesem Job erfolgreich sein zu können. Im Grundsetting, jetzt von unserer Grundhaltung, wie wir Assessment machen möchten, ist, wir haben auch sehr einen entwicklungsorientierten Approach und sagst, hey, cool. Oder das bringt mit, das braucht es vielleicht dann zum wirklich erfolgreich sein. Und dort haben wir ja auch immer, ich finde, eine Verantwortung gegenüber den Kunden natürlich, die zahlen das Geld, das ist kein Thema, aber auch irgendwo gegenüber der Kandidatinnen und Kandidaten. Also der Kunde ist zum Beispiel die Firma, die zu euch kommt und sagt, genau. hey, wir möchten da die Firma Stelle besetzen. XY, wo kommt und sagt, hey, wir besetzen die Stelle, wir haben 3-4 Kandidaten, wir möchten die gerne ins Assessment schicken, um möglichst gute Entscheidungsgrundlage zu kriegen. Oder? Und ihr möchtet aber nicht nur eure Pflicht gegenüber dem Kunden, also der Firma, gerecht werden, sondern aber auch allen 4 Kandidatinnen und Kandidaten, die bei euch dort sind, wo ihr findet, auch wenn jetzt 3 davon den Job vielleicht nicht bekommen, sehen wir es in unserer Pflicht, dass wir ihnen die Daten geben und aber auch sagen, hey, was kannst du jetzt mit diesen Daten machen und wo kannst du dich entwickeln. Also es ist auch datenschutzrechtlich ist das klar, das sind ihre Daten, also die gehören auch ihnen. Ja. Es gibt ja dann ja immer einen Bericht, die haben immer Zugang zum Bericht, inklusive Feedback-Gespräche, auch Geil, mit jemandem von uns. Thema Datenschutz und wir geben unsere Persönlichkeit einfach ins Internet. Ich habe euch vorher darauf hergewiesen. Nein, Spaß beiseite noch drin. Das ist jetzt auch sehr spezifisch und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man einzeln auswerten kann. Aber was schon spannend ist in dem Kontext, denen eben Verantwortung heisst für mich in dem Kontext wirklich auch vielleicht einzelne Teilnehmende oder Kandidatinnen sagen, hey, look, auch wenn du den Job gerne hättest, du wirst nicht glücklich. Ja, okay. Weil es kostet die hure viel Energie. Ja. Weißt? Wenn du dann, weiß auch nicht, plötzlich vielleicht aber eine gewisse Ebene, wo es dann vielleicht auch mal politisch-taktisch wird. Weißt? Ja. Und das kann sein. Und das gehört dann vielleicht zu einem Job dazu. Und das soll nicht schlecht oder gut sein, sondern es gehört dann einfach zu dem Job dazu, dass wenn du halt einfach so gar nicht der Typ bist, oder? Dann wird dir das hure viel Energie kosten. Ja. Und entweder machst du dann so, dass du den Teil abgibst, vielleicht jemand anderes das übernimmt. Sofern möglich, kann man darüber diskutieren. Häufig ist das aber dann nicht so einfach möglich. Ja. Und dann wird es irgendwann zäh. Ja. Oder vielleicht im ersten halben Jahr ist noch alles rosarot.
Ich sehe das nämlich sowieso bei frisch Verliebten, weißt, in einer Beziehung. Die ersten 3 Monate, die ersten 6 Monate ist alles gut. Und nachher zeigt sich dann so ein bisschen, hey, oder, wie tickt es denn? Oder wie funktioniert es? Funktioniert es gut oder funktioniert es weniger gut? Ja, zurück zur Gewissenhaftigkeit. Ihr 2 kleine Streber. Also jetzt ganz allgemein mal auf Dimensionsebene, würde ich sagen, beide relativ gewissenhaft. Ja, aber du bist höher. Ich würde sagen, nicht höher oder tiefer, sondern anders gewissenhaft. Das kann sehr gut Also, sein. Das kann gut Die sein. Umsetzung von der Gewissenhaftigkeit ist komplett anders, aber das Resultat. Richtig, ihr sind beide recht hoch. Was spannend war bei dir, Ivo, ist die Selbstdisziplin. Eben so in Huge. In Kombination mit der tiefen Impulsivitätsausprägung ist das. Hey, shit, ich wäre gerne so. Ja, ey. Danke, Ivo. Wirklich. Sehr hoch. Er gibt einem so ein schlechtes Gefühl. Wenn er irgendwie... Mal, er kommt nämlich da im Podcast, irgendwie so am Morgen um 10 Uhr, und er sagt, ich habe noch schnell Sport gemacht und dann am Morgen noch ein bisschen gelesen. Ich so, wann bist du denn aufgestanden? Ja, so 5 Uhr. Nein, jetzt ist es übertrieben. Nein, jetzt und dann ist gerade aus dem Bett raus. Aber was aus dem Bett rausgerollt? Wir möchten eigentlich alle wieder Ivo sein. Ja. Ivo, du bist unser Held. Nein. Jetzt machen wir mich ganz verlegen. Nein. Aber das ist wirklich etwas, ich glaube, das zeichnet dich schon auch ein bisschen aus. Bei dir ist es auch relativ hoch. Also, du bist auch oberen Drittel definitiv, wo du dich siehst. Wie sehen das mit Besonnenheit? Kannst du schnell beschreiben? Es ist mir jetzt gerade nichts zu dem Wort in Sinn. Besonnenheit sagt euch nichts. Schon, aber vielleicht so, wenn du eine Beschreibung hast, dass man dort dann einfach... Ich muss schnell blättern und vorlesen. Besonnenheit. Tiefe Ausprägung wäre, sind hastig und sprechen oder handeln öfter, ohne sich die Folgen vorher bewusst zu machen. Positiv ausgedrückt sind sie spontan und fähig, sich wenn nötig schnell zu entscheiden. Hohe Ausprägung wäre umsichtig und wohl überlegt. Mitte hätte ich jetzt gesagt. Ich sehe mich auch in beiden Ausprägungen, also auch mittig. Mega situationsabhängig, hätte ich jetzt gesagt. Der Tim ist eher, also bei so rund 61, einfach damit man es ein bisschen einordnen kann, über die Mitte. Eher bei überlegt. Ja, das sehe ich mich. Und die Ivo, du siehst dich bei unter 10%. Das hat mich total, das ist einfach so das, was ich mir angeschrieben habe, das hat mich total erstaunt. Also was, das heisst so aus dem Bauch raus? Ja, so spontan, also eben im positiven Sinn, spontan, schnell entschieden. So Ich sehe das aber schon auch. So hätte ich die im Fall jetzt wie so nicht so wahrgenommen. Das ist so Ja. das, oder das ist jetzt also, so schaffen wir dann auch mit dem. Und du schaust dir das vorab an, machst das gewisses Bild, da gibt es gewisse Auffälligkeiten, die du hast dann natürlich im Assessment noch, eben, da kommt so der investigative Psychologe dafür. Also, ich will verstehen, wie der tickt, weißt, wo sehe ich es auf der Verhaltensebene. Und dann gibt es vielleicht dann aber auch wieder Rückschlüsse, wo du sagst, okay, du hast jetzt das Verhalten gesehen, aber irgendwie passt das komplett nicht rein. Und das, so ist mir jetzt wie so gegangen. Ja. Oder, es ist nicht so, dass ich die jetzt beobachtet habe. Nicht falsch verstanden. Es ist kein Stalking. Ich liebe die. Aber, Wir haben uns die letzten 2 Wochen nicht gesehen, aber du hast mich vielleicht gesehen. Ich dich einfach Big Brother is watching you. Aber ich sehe das schon bei dir. Und zwar, ich meine, als Beispiel, wo die Idee mit dem Podcast aufgekommen ist, habe ich mir lang strategisch überlegt, hey, wieso möchte ich das machen, was sind die Gründe dafür. Und das hat bei mir schon etwa so 2 Monate geköchelt. Und dann habe ich dich mal gefragt, hey, hast du Lust, mal ein Bier zu trinken? Ich möchte gerne etwas erzählen oder vorschlagen. Und dann sitzen wir dort, vielleicht liegt es auch daran, dass wir schon das 2. Bier drunter hatten. Und dann habe ich dir das gesagt und du hast dann gesagt, hey, ja mal, lass uns das machen. Aber wenn wir es machen, dann machen wir 15 oder 20 Folgen. Und das ist, ich bin recht überrascht gewesen, weil du so nicht gesagt hast, ja, hey, ich muss mir das mal überlegen. Also, wenn du dir etwas sicher bist, dann geht es sehr schnell. Das stimmt. Also das stimmt. Entscheidungen, also ich sehe es jetzt vor allem bei Entscheidungen. Also grosse Entscheidungen, wenn es sich richtig anfühlt und ich finde, ja, das macht Sinn, machen. Also weißt du, es kann eben der Podcast sein. Für mich ist klar gewesen, wir müssen es einfach lang machen, dass es Sinn macht, oder? Dann voll bin ich dabei, finde ich eine geile Sache. Zusammenziehen, ja.
weißt du, was ich jetzt Ist spannend top. gefunden habe? Du hast, wenn es sich so richtig anfühlt. Das ist wirklich spannend. Ja? Echt geil. Weißt du, wir haben ja vorher diskutiert, Ja. so, ja, vielleicht ist es so, eben, meine eigenen Gefühle zuhören, so in dem Sinne. Ja. Jetzt vielleicht eher tiefer ausprägt, aber anscheinend ist das eben, und da sind wir auch wieder so beim Thema. Spannend. Oder, Ja, also das ist dann schon- jetzt in deiner Sprache gezeigt. Das ist ja definitiv so. Mhm. Also es ist wirklich bei Entscheidungen immer mehr. Früher habe ich das gar nicht gemacht, aber jetzt wirklich so, wenn der Kopf sagt, ja, das macht Sinn und der Bauch auch sagt, hey, geil, dann ist die Entscheidung relativ schnell einmal gefallen. Ja. Les. Und jetzt werde ich noch neidisch. Gott verdammt. Ja. Held. Heute. Wieso? Ja, weißt du, die Fähigkeit haben, wenn es im Kopf so und wie fühlt sich an, bei mir ist Ja, einfach ja. der Kopf und was ist egal. Schon entschieden. Ja. Viel zu schnell. Ich bin nämlich in der Hinsicht bin ich viel zu schnell. Mit entscheiden? Also über Okay. den Kopf oder über den Bauch? Egal. Beides. Einfach machen. Und ganz ehrlich, vielleicht gehört sie, vielleicht los und so, meine Frau ist gell, mein Anker. Das ist schön. Ohne die Wo wieder ein bisschen... würde ich Entscheidungen treffen, die so etwas vergessen. Aber das finde ich, das haben wir jetzt gar noch nicht beleuchtet, aber ich finde das noch einen spannenden Aspekt. Und wir müssen jetzt auch nicht groß aufmachen, aber sich mit Leuten umgeben, die einen wie auch ein bisschen ergänzen können. Ja. Eben jetzt jemanden zu haben, der eher besonnen ist, wenn ich es nicht bin. Oder umgekehrt. Ich glaube, das ist etwas mega Wertvolles, wo man logischerweise bei der Partnerwahl nicht alle mal schnell einen NeoP IR ausfüllen lässt. Aber sondern einfach, wenn es sich halt so ergibt. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Wenn man dort Also ich Leute hat, die einen ergänzen können. Ich mache das einmal. Du musst einfach richtig framen. Ich habe so gesagt, boah, schau mal, den Test haben gesehen. Ich habe das bei mir gemacht. Willst du auch mal ausprobieren? Und dann kommst du ein bisschen zu framen. Also Ich sage ja nicht, gell, ich habe ein halbjähriges Assessment gemacht. wir sind nach dem Studium zusammen reisen und für mich ist das schon damals so gewesen, wenn wir zusammen zurückkommen, dann verhebt das. Sie weiß es mittlerweile, darum kann ich es jetzt so offen sagen. Wahrscheinlich gegen die Kläpfe, wenn ich heimkomme, aber egal. Aber das finde ich spannende Thematik. Gell? Ich meine, viel so Partnerbörsen gehen ja teilweise in die Richtung. So Parship und so, wo du nebenan auch so Fragebögen ausfüllst. Und ich finde, dort ist immer für mich die schwierige Frage, ist es denn mehr, und da sind wir jetzt wieder bei der Metapher im Volksmund, gleich und gleich gesellt sich gern? Oder Unterschiede ergänzen sich? Gegensätze weißt du, was ich ziehen meine? sich an, gibt es ja auch, oder? Ja, Gegensätze ziehen sich an, oder? Das wäre ja dann vielleicht das Ganze, wo sich, eben, dort wäre es ja dann eh so, wir ergänzen uns und gleich. Und ich bin dort ziemlich stark der Meinung, dass auch das wieder komplett viel zu vereinfacht ist. Ja, ja. Oder? Es ist so komplex. Also ich kann aber irgendwie- natürlich, wenn gewisse Sachen sich ergänzen, also jetzt wie in dem Fall, Ja. gell, ich meine, ich habe jetzt rational gelernt, wichtige Entscheidungen nicht alleine zu entscheiden. nicht allein entscheiden. Am liebsten eigentlich, jetzt meine Frau tendiert dann eher dazu, nicht so gern schnell zu entscheiden wollen. Das geht mir natürlich dann wieder total auf den Wecker. Oder da kriege ich wirklich Hämorrhoiden. Meine Güte. Aber oder das aushalten können. Ja. Und das ist natürlich dann eine bewusste Anstrengung. Und das braucht, bei mir braucht das auch viel Energie. Ja. Aber ich weiss, es ist besser. Ja. Ja, absolut. Ich mag mich irgendwie erinnern, irgendetwas in meinem Kopf, dass Gegensätze sind sich. Man muss es schauen auf den Wert. Also wenn du gleiche Wertvorstellungen hast, dann geht man dort nach der Metapher Gleiches und Gleiches zieht sich an. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das auf Persönlichkeit geht. Weil ich kenne, es gibt ja auch mittlerweile so die TikTok-Trends, wo so irgendwie hinter jedem ruhigen, besonnenen Mann ist eine durchgeknallte Frau, wo irgendwie, oder auch umgekehrt. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ja. Aber das ist natürlich jetzt genau der Punkt, den du ansprichst, oder? Mit Persönlichkeitsanalysen messen wir die Persönlichkeit. Was wir nicht messen und auch nicht messen können in dem Moment, sind Themen wie Werthaltungen, Motiv, auch so ein bisschen Integritätsthemen. Da gibt es spezifische Fragebögen dazu, auch viele.
auch gute, da haben wir auch viel selber entwickelt. Wir haben bei uns ja zwei Experten, der Simon Hardeck und Patrick Boss, wo sich vor allem mit dem Thema dunkle Persönlichkeit, das wäre auch etwas Spannendes. Da geht es dann aber mehr so darum, cut-off-mäßig und sagen, hey, look, so Leute willst du dann einfach nicht in deiner Organisation. Ja. Oder? Und das ist, es gibt Möglichkeiten, um das dann wirklich auch zu machen. Und dort zeigt sich jetzt auch die Erfahrung, sprich, wir lassen das bei jedem Assessment, solche Testungen oder Analysen lassen wir bei jedem Assessment mitlaufen. Und das sind für uns dann wie auch immer wie so Indikatoren, hey, dort müssen wir genauer darauf herschauen. An was liegt es? Es kann auch sein, dass es dann irgendwie nichts ist, weißt? Weil du hast ja auch dort eindämmende Faktoren. Also nicht jeder, der, ich sage jetzt mal, plakativ psychopathische Veranlagung hat, Psychopathie verstanden als komplette Gefühlskälte, dass der dann auch direkt zum Massenmörder wird. Ja. Oder? Also Ja. du hast auch dort die sozialisierenden Faktoren, gute Kindheit kann dort schon relativ viel ausmachen. Oder dumm ist ja, wenn die Kombination dann eben negativ ist und dann kommt es zum Tragen. Und das ist ja das Spannende, oder? Ich meine, wenn du heute Zeitung aufmachst, du wirst 100%ig irgendwie etwas lesen, dass irgendwie ein Manager oder eine Managerin irgendwie wieder Geld veruntreut hat. Und du findest das in allen Branchen. Also auch irgendwelche Polizisten, die eine Hanfanlage im Aargau angepflanzt haben. Weißt du, du denkst, ja, aber sind jetzt total Bananen, oder? Es gibt es überall, oder? Das ist aber jetzt wirklich irgendwie ein Thema, da bin ich dann vielleicht auch nicht die richtige Person. Aber es gibt es und es ist spannend und es zeigt sich, dass wenn dort in diesen Testungen, in mehreren Testungen das gleiche Thema aufleuchtet, also kannst du dir vorstellen, wie so ein bisschen eine Ampel, Da musst du genau anschauen. dass es sich lohnt zum Anschauen, um sich einfach ein gutes Bild machen können, auch wieder mit dem Anspruch, möglichst gute Passung zu generieren oder eine Entscheidungsgrundlage zu generieren und zu sagen kannst, hey, look, da ist eine hohe Passung, da ist eine weniger hohe Passung. Das kann man aber entwickeln und da kannst du jetzt einfach noch lange üben. Da wird wahrscheinlich jetzt einfach nicht ein guter Match. Ja. Hey, rein von der Zeit. Boah. Haben wir, die Zeit vergeht schnell. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach total nicht mehr im Gefühl. Das ist okay. Wir geniessen jetzt gerade einfach. Das ist, Und eben, ich das möchte ist eben die schöne Erfahrung am Podcast aufnehmen, der Flow-Zustand. Das ist mir noch wichtig, gell, wenn ihr jetzt schlaflose Nächte habt. Nein, ihr habt Telefonnummer, ihr wisst, wo wir ist sind. gut. Ist gut. Wir können das auflösen. Ich habe auch ein Sofa daheim, wenn es sein muss. Ich bin zwar kein klinischer Psychologe. Kann ich dort auf dem Sofa liegen? Das wäre so eine kannst Voraussetzung. dort auch schlafen. Also es ist der Hammer. Okay. Ja, wirklich. Komme ich gerne darauf zurück. Können wir einfach jetzt einmal Fußball schauen? Ist das auch möglich? Hey, völlig, ja. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Schön. Ich sage jetzt die Adresse nicht öffentlich, sonst ist es ein bisschen komisch. Wir tun es dann unten in die Shownotes, dass ihr wisst. Ja, richtig. Hey, ja. Danke dir vielmals. Mega, Es ist eine ultra lange Folge geworden. Wir werden es wahrscheinlich aufteilen in 2. Aber vielleicht auch nicht. Aber Also jetzt konkret, wie lange haben wir gehabt? Stunde 45. Witsch mich, aber sicher nicht. Mal. Heiliger Beck. Ja. Entschuldigung. Nein, ist alles okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Folge ist auch mehr ein bisschen für uns gewesen. Also ich habe das ultra spannend gefunden. Ich habe mir im Fall das während dem, wo wir das besprochen haben, gedacht, wow, das ist jetzt gerade so spannend für mich. Ich hoffe, es ist auch für die jetzt zugelassen haben, auch spannend gewesen und haben vielleicht wie so mal einen Einblick in Assessment, in Persönlichkeit, in unterschiedliche Facetten und die Vielfältigkeit auch reinbekommen. Aber ja, es ist jetzt schon auch um mich und dich gegangen, aber auch um uns und wie wir vielleicht, wenn wir das nachher noch ein bisschen genauer anschauen, da etwas mitnehmen für unsere weitere Zusammenarbeit, weil ich finde, die funktioniert auch sehr gut. Ja. Da können wir vielleicht auch da, es noch ja gut, finde ich. da rein dann auch wieder rauslesen, wieso ergänzen wir uns so gut, oder? Und was es schon auch ist, ich finde, es hat momentan wieder eine extrem hohe Aktualität. Also wir haben wieder viele Fragestellungen, die sich dann eben so um die Themen Persönlichkeitsanalysen drehen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Testungen, Analysen, wie auch immer. Was ich aber spannend finde, jetzt wieder in der Dienstleistung, die Fragestellungen so, hey, wie ticken wir als Team oder wie ticken die einzelnen Individuen und was heisst das jetzt in dem Sinne für die Zusammenarbeit im Team? Das ist schon spannend. Und es häuft sich jetzt momentan und das wieder. nimmt zu, hä? Ja, vor allem irgendwie vor
6-7 Jahren, finde ich, ist sehr aktuell gewesen. Und dann hat es ein bisschen abgeflaut, wie wenn die Leute gesagt hätten, hey, weißt du, wenn ich mich einfach gut reflektiere, dann finde ich das ja auch raus. Normalerweise. Aber anscheinend ist es dann doch eben hilfreich, wenn du wie so eine Ausgangslage hast, wo dann, so wie wir es jetzt eigentlich zusammen gemacht haben, oder? Und sagst, hey, look, das ist das, was rausgekommen ist, kannst du dir das erklären? Und wo zeigt sich in deinem Verhalten, dass das natürlich schon auch eine spannende Hilfestellung sein kann, sich dann eben zu reflektieren. Oder so, dass du nicht von dir aus musst, sondern dass du so einen Anhaltspunkt hast und dir überlegen kannst, stimmt das? Ist es so? Erlebe ich das so? Erlebe ich das bei mir selber so? Erleben vielleicht mich andere auch entsprechend? Oder halt eben nicht. Und von dem her ist es schon spannend. Wenn es jetzt Leute gibt, die gerne etwas Ähnliches machen würden, dass quasi einen eigenen Persönlichkeitstest und irgendwie schauen, okay, wo kann ich an mir arbeiten oder was ist wichtig über mich selber zum Wissen. Gerade jetzt zum Beispiel im Bereich Berufsstudie Laufbahnberatung oder auch bei euch im Zentrum. Wo kann man sich für welches Anliegen melden? Sicher mal den ersten Schritt, so Homepage anschauen. Welche Homepage? Also Homepage vom IEP. Yes. Also Institut für angewandte Psychologie. Genau, Institut für angewandte Psychologie, das Teil von der ZHW. Dort findet man in dem Sinn eben so all die Themenbereiche, wo ich am Anfang gesagt habe, wo wir abdecken, eben angefangen klinische Psychologie bis Verkehrspsychologie und alles, was dazwischen ist Coaching, Change Management, Führung, Ausbildungsmanagement, HR-Themen, Berufsstudie Laufbahnberatung haben wir schon angesprochen, eben auch Management-Diagnostik im Sinne von Assessment Center. Das ist alles dort drauf. Dort findet man das. Gerne zu auch einfach ein Mail schreiben. Gebe gerne auch meine Mailadresse. Ich weiß nicht, ob ich immer helfen kann, aber aber du wirst jemanden kennen, der helfen. Genau, ich würde es uns einfach entsprechend weiterleiten. Yes. Wir tun, wenn wir das dürfen, deine E-Mail-Adresse unten in die Shownotes. Ja, genau. Und dann könnt ihr gerne machen. Leute sich melden, falls ihr irgendwie Fragen habt oder sonst eben einfach mal auf die Website vom Genau, Institut wenn ihr unzufrieden für sind, melden wir einfach bei meinem Chef. Alright. Wir haben eine Closing Tradition auf diesem Podcast. Und die Closing Tradition ist unsere letzte Hirnzelle, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen mit 4 Antwortmöglichkeiten. Wenn wir Gäste haben, dann bringen die eine mit. Und wir sind gespannt auf deine letzte Hirnzelle an uns. Du bist schon wieder am Schmunzeln. Ich bin gespannt. Okay. Gut, ich habe extra etwas genommen, wo ich finde, es hat so gar nichts mit Persönlichkeit zu tun. Okay. Es hat so gar nichts mit Psychologie zu tun. Sorry. Aha. Ist auch mal gut, ist super. Aber ich liebe unnützes Wissen. Alright. Unnützes Wissen ist so. Ich weiß auch nicht, mein Hobby. Ich mag es nicht, weil das ist so, das muss ich mir nicht merken. Das geht rein, ich kann lachen, dann geht es wieder raus. Darum habe ich auch einen mitgebracht. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Der Lehrer setzt jemand mal auch ein, so, als Aktivierungsübung in der Weiterbildung. Wenn es darum geht, eben so, wieder so ein bisschen aktiv nach dem Essen aus dem Food kommen und rauszukommen. Da gibt es so meistens 3, 4, 5 bis 10 Fragen. Alle 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Eine habe ich euch mitgebracht. Und zwar eine von meinen Lieblingsfragen. Die lautet: Wie wird Ötzi im Angelsächsischen genannt? Und wenn wir vom Ötzi reden, dann reden wir von der Leiche im Gletscher, also im Ötztal. Ihr wisst, wer ich meine, der Ötzi hat. Es gibt 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Für die nicht wissen, der Ötzi ist wie ein Neandertaler? Ja, ich glaube, einfach so ein Urmensch, Urmensch. wo im Gletscher und den haben wir gefunden und Yes. den haben wir sich Und der ist halt noch in recht gutem Zustand. richtig, die Archäologen Also haben nicht mehr am uns dem, Schnaufen, glaub ich, aber- relativ nice. Verhältnismäßig guter Zustand. Ja. Nein, ich glaube, sie haben dort recht viel auch können ableiten von wie haben die gelebt, noch so Mageninhalt und so. Okay, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Schön. Wichtig ist ja genannt, wie wird er im Angelsächsischen genannt? Okay. Und zwar ist das 1 Cold Claws, ist das 2 Frozen Fritz, ist das 3 Old Oscar oder ist das 4 Easy Iceman? Okay, ich wiederhole. 1 Cold Claws, 2
Frozen Fritz. 3. Old Oscar. Oder 4. Easy Iceman. Come on. Bam, bam, Ich habe eins. bam, 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 Ich habe eins. Okay. Ja. Wir müssen es Also wir gleichzeitig sagen sagen. einfach den Buchstaben, Ja. Okay. 1, 2, 3, D. C. C und D habe ich gehört. Ja. Wir sind beide voll daneben. Nein. Bitte Also, sag mal, warte ganz kurz. Ist es B? Bitte sag mal, es ist der Frozen Fritz. Ich Es hätte ist so der Freude. Frozen Let's Fritz. go, Mann. Ich habe mir so gewünscht. dem Taufen so geil. Ich habe mir so gewünscht, dass es Frozen Fritz ist. Oh mein Gott. Der ist der Härte. Ah, shit, ich bin zwischen B und D gewesen. Ah, shit. Ah, hättest du deiner Intuition, Ja, hättest du mehr auf das Gefühl gelost. Okay. Alright, Aber es geil, steht- ist mal eine gute Auffrischung gewesen. Hey, Mal ja, ein bisschen ich hoffe mal eine etwas andere- anderes. Ja, das ist wirklich... Wir können das sonst auch weiterziehen, dann müssen wir uns nicht immer so komplizierte psychologische Fragen stellen. Hey, sondern nein, ich glaube, vielleicht für die Zuhörer ist es jetzt vielleicht nicht gerade optimal gewesen. Wobei ich finde, ja, Voll. Das ist, wenn das du ist funny. mitnimmst, dann kannst du merken. Ja. Ich habe wirklich, wo du das gesagt hast, bin ich so gewesen, fuck Frozen Fritz, fände ich so funny. Ich fände es so funny, aber es tönt so fest nach so einer Antwortmöglichkeit, wenn ChatGPT würdest fragen, Ja. wie könnte man den, Ja. den Ötzi nennen. Da bin ich so gewesen, so, das ist vielleicht nicht, aber Gell, Frozen Fritz vielleicht ist kommt jetzt fucking irgendwie in funny. den Kommentaren unten so, hey, sorry, das stimmt im Fall hin und vorne. gleich. Dann Das tut es ist mir auch scheißegal. leid, ich finde mir gleich Fun gehabt. Alright. Hey, Johnny, danke dir viel mal. Es ist Herzlichen Dank. wirklich... Ich danke noch. Wir haben, also ich habe ein hohes Geld gehabt. Hat wirklich Spass gemacht. Danke viel mal für deine Zeit und auch, dass wir den Test dann machen dürfen. Das war wirklich sehr cool gewesen. Hey, sehr gerne. Wie gesagt, den kriegen wir nachher. Ihr seid Psychologe, ihr könnt den sicher auch schon mal durchgehen. Ihr dürft aber jederzeit mit Fragen zu mir kommen, das habe ich vorher schon gesagt. Mir hat es mega Spass gemacht. Ich bin ultra nervös gewesen, was ich sonst bei mir gar nicht so kenne. Aber ich glaube, wo es nachher losgegangen ist, ja, vielleicht habe ich ein bisschen viel geredet, aber das liegt nicht an der Nervosität. Das ist einfach so. Darum kurz und schmerzlos. Danke. Dass ihr da sein. Ja, mega cool gewesen. Es war mega auffrischend gewesen, auch mal eben ganz etwas anderes. Es ist so nicht jemand von der Expertise. Natürlich ist die Expertise reingekommen, aber es ist gerade so für uns super relevant gewesen. Hure geil. Ich bin nachher mega gespannt, was sonst noch im Test drin ist. Und danke dir ganz herzlich für deine Zeit, auch für die Vorbereitung und dass du jetzt Zeit genommen hast, um mit uns die Podcast-Folge aufzunehmen. Vielen Dank. Und wer grüßen wir? Yes, wichtig. Nochmal eine Closing Nochmal eine Tradition. Closing Tradition. Wir grüßen immer jemanden am Schluss, wo nicht nur wir grüßen, sondern die Idee ist auch, dass die hören, vielleicht auch schnell sich überlegen, ich habe jemanden in meinem Umfeld so und die Person vielleicht auch grüßen, einfach um so ein bisschen die Sozialität hoch zu behalten und dass man vielleicht mal wieder jemandem schreibt oder anruft, wo man vielleicht schon lange keinen Kontakt mehr hat. Gibt es eine Personengruppe? Oder wir haben auch schon gesagt, hey, Grüße gehen raus an eure Hunde. Also es darf wirklich kreative... Nein, dann tönt. Definitiv. Hey, im Fall grüßen würde ich wählen meine Kolleginnen und Kollegen vom Arbeiten. Weil die sind ja alles auch wirklich krasse Profis. Yes. Wirklich. Yes. Ja, vor allem in den Themenbereichen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie zuhören und sagen, oh Mann, was hat er da wieder rausgelacht? So ein Blödsinn. Das heisst, sie werden mir das hoffentlich dann sagen, aber um mir das sagen können, müssen sie das ja hören. Yes. Darum finde ich auch gross, dann jetzt an wirklich alle Kolleginnen und Kollegen. Zum von Überprüfen, mir ob sie gelost haben. He? Ja, genau. Und natürlich gratis Möglichkeit, um mich nachher zusammenstampfen. Ja. Ich meine, Ja. und dann natürlich die ich schon erwähnt habe im Podcast, habe ich schon 2, 3 Leute erwähnt. Yes. Ja. Vor allem meine Frau, Julia, Maria, Ina. Danke, dass es euch gibt. Man muss Ich dazu sagen, lerne es so sind, viel. nicht, es sind nicht 3 Frauen. Die du hast. Es ist Sondern- ja, ja. mein Harem, mein Kinder. Nein, es ist meine 2 Töchter, meine Frau Yes. Julia und meine Tochter Mara und Ina, wo hoffentlich auch reinhören werden. Ja, es ist gut, dass es so gibt. Darum habe ich auch immer wieder Beispiele. Danke. Schön. In dem Sinne, Grüße gehen raus an alle Arbeitskollegen. Meldet euch wieder mal bei denen und sharet mal wieder, wie toll ihr ihre Expertise findet. Nochmal ganz herzlichen Dank. Und
euch und einen guten Wochenstart. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao Danke, zusammen. danke. Ciao.